Das Urlaubsleben ist schon verschissen anstrengend. Und leider haben schon wieder da, bevor ich überhaupt da bin. Es hat Salate geschubste. Es hat Salate geschubste. Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Morgen! So wieder. Was geht ab im Staate Dänemark? Ich muss jetzt da mal schnell tauschen, damit ich den scheiß Chat lesen kann. Wobei ich wahrscheinlich sowieso wieder nicht lesen kann. Und es eskaliert, habe die Ehre. Herr Neis, Herr Heinz, Herr Wollner, Herr Rosmüller, Herr Fischer, Herr MTB, Herr Vinzenz, Herr Florian Schweighofer, Herr Wiesenauer, Herr Borisch und du, Herr Drechsler, Herr Remmersberger, Herr Schröder, Herr Brunn, habe die Ehre miteinander. Wie geht's euch? Mir geht's blendend. Ich bin zwar jetzt gerade mal auf 5% in Tag gefahren, aber wurscht. Oh, auf Twitch hat... Oh, leck, Alter. Der scheiß beschissene Stream läuft jetzt. 1 Minute und 15 Sekunden und wir haben da oben schon 92 Leute stehen. Ist jetzt lauter... Zuckersers, habe die Ehre. Servus, was geht's da? Mir geht's gut. Herr Lukas Gaming, habe die Ehre. Twitch ist auch vertreten. Das stimmt, hab schon gesehen. Auf Twitch ist noch Donnerstag bei dir. Oh, auf Twitch ist noch Donnerstag bei mir. Dann mit dem wir heute nicht so ganz langsam, gell? Ganz langsam. Ich bin halt auch nicht so lang da wahrscheinlich, wie ich das sonst bin, weil die meisten haben es wahrscheinlich im Video gesehen gestern. So, machen wir das einmal auf da. Hier Twitch, blub. Wir nennen es auf Twitch. Wir nennen es... du möchtest wissen, was deine Lieblingsstreamer gerade machen, wenn du nicht auf Twitch bist. Aktiviere Browser-Benachrichtigungen. Nein. How about no? So, wie nennt man das? Du, Birger, mir geht's wunderbar. Ich mag mich nicht selber hören. Leise, Birger. Birger, jetzt hört er mich auf. So. Freitag-Session. Wie nennen wir das? So. Ich schleich mich. Schaut gut aus. Twitch TV möchte Benachrichtigungen anzeigen. Natürlich nicht. Puh, zugeht jetzt wie im wieder 133. Alles klar, meine sehr verehrten Damen und Herren. Black Monkey Leo, Borisch und du, Herr Lechner, Leuchi Girl, Rosmüller, Mühlbauer, Niedermeyer, Baumer, Schröder. Servus. Heid Volksfest in Straubing. Nein, nicht für mich. Zumindest nicht heid. Falls die Frage kommt, ja, ich gehe ins Straubinger Volksfest. Falls die Frage kommt, wann, dann sage ich weiß nicht, weil ich meine Maske gerne in Ruhe trinke. If you know what I mean. Herr Stockinger, habe die Ehre. Straubinger Volksfest, Bürger, bist du dabei? Ja, bin ich. Herr Hill, habe die Ehre. Heute halbe im Stream. Herr Huber-Heinz, ich darf nicht. Das ist der gemeine Amerikaner, er lässt mich nicht. Und ich mag echt keinen Sicki nicht über meine halbe stülpen. Das geht ja nicht. Außerdem weiß er wieder dann irgendwie Produktplatzierung und weiß das eh. Leider lauter Deppen. Herr Wesner, habe die Ehre. Hambi, Seppel, Basti, Karim, Monkey, Sascha. Da geht's zu im Affenstall, Leute. Jakob Koiner, Hannes Treitmeier, Birger, du geile Schlange. Schlange! Warum denn Schlange? Hey, wer mir sagt heute jemand nicht, dass das Mikrofon so laut ist, dass es euch ein Schelz reißt. Ich sag's euch. Wenn ich mir das nachher nämlich dann selber wieder anhöre, dann kriege ich wieder einen Schlaganfall und das mögen wir nicht. So, ich muss mir jetzt erst einmal anständig hinsitzen. Der Maschine ist Flauschifeierl hin. So. How to Isa. Ja, habe ich schon drüber nachgedacht. How to Flats. Schauen wir mal. Vielleicht fällt mir zwischendrin irgendwann irgendein Blödsinn ein. Aber momentan schaut es mit an der Isa umeinander liegen und ein scheiß verkacktes Bier hier lesen. Was ich übrigens auch schon bei Amazon bestellt habe und das heute, glaube ich, auch kommt, muss ich die Frau mal sagen, weil die ist heute noch in der Arbeit und dann ist Urlaub. Bei uns pisst's. Wie scheiße. Also das war sowieso klar. Wenn ich einmal im Jahr eine Woche vorhabe, weg von dem Kasten zum Gehen und wirklich mit draußen aufzuhalten und nicht einer auf Kellerkind mache, dann regnt's natürlich. Habe ich auch kein Problem damit. Dann schieße ich halt den ganzen Urlaub lang Leute im Internet. Das gefällt mir. Das ist mein Plan. Herr Baumer, wo ist der Plötze? Der Plötze pennt. Der Plötze pennt im Bett. Hashtag Flauschifei. Wastel, servus Alter, servus Wastel, sag ich dir.
Meine Herren, verzeiht's mir jetzt. Eigentlich bin ja ich da, euch was zum Verzeihen, aber ihr müsst mir jetzt was verzeihen, weil ich hab Urlaub. So, ich lade mich jetzt zurück und ihr verzeiht's mir was. ich mag eine lange Geschichte lesen, die sich meinetwegen irgendjemand einfallen lässt jetzt. Mein Geschäft, das ist so eine Sache. Letztes Mal waren nämlich schon, es waren letztes Mal schon welche im Geschäft, da war halt innen im Geschäft. Ich bin halt fast nicht mehr in meinem Geschäft, weil ich der Büromensch bin und da hinten umeinander sitzt. Deswegen spart euch bitteschön, dass ihr meint, ihr fahrt vorbei und besucht mich in meinem Geschäft. Da, alles, was besucht, ist meine Idee. Bierscheiß, der Hund schläft übrigens auch wieder, ja. Der ist heute ebenfalls wieder zu Hause. Normalerweise ist er im Geschäft dabei und liegt da auch. Ne? Lucas Gaming, how to Pandofen. Was ist denn das? Weiß nicht. Entschuldigung. How to bloß muss ich wieder haben. Geselle, das gefreut mich narrisch. Das war der. Bei How to Blows Musik war es so. Das habe ich schon lange gewusst, dass ich da schon lange umeinander tue. Und das Schlimme war wirklich nicht, das hat ja nicht lange gedauert. Also es hat schon natürlich seine gewisse Arbeit braucht, die Viecher so zusammen zum Schneiden und so weiter, ist eh klar. Aber das habe ich schon lang fertig gehabt, bevor das How to überhaupt da war. Dann habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, ja, wie verpackelt man das? Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ja, weißt du was, machst du es ja so. Aber es hat deswegen nicht so lange gedauert, oder war nicht so viel Arbeit, weil es so viel Arbeit war, sondern weil es mich selber alle 2 Sekunden zerrissen hat, weil ich davor gesessen bin und da hat man gedacht, so, das ist entweder die dümmste Scheiße oder das Beste, was ich jemals gemacht habe. Ich weiß nicht, mach's das einfach mal, ist eh wurscht, ist eh vollkommen wurscht. Hauptsache Gleit Mings. Ja, gehst du später ins Gäuber und folgt Fee? Nein, heute nicht. How to Schweinsbraten. Was übrigens nicht Schweinsbraten, sondern Schweiners heißt. Und nicht Schweinsbraten vielleicht noch, den lasse ich nicht durchgehen. Aber How to Bogfutzen. Ja, das haben wir mir schon vor Jahren gelernt, gefühlt. Weißt du, dann musst du einer. Oh, da kommt der Plötze, habt ihr ihn gesehen hinten? Oh, da kommt er. Jetzt kommt er da auf mit dem Zylinder. Und was tut er? Er legt sich da ins Bett. Achtung, Klickzahlen erhöhen. Was ist denn das? Ja, kannst du nicht schlafen, gell? Oh, kannst du nicht schlafen? Ja. Du hast dir ein wenig neben mir herlegen. Und dann ist alles gut. So. How to Wiesen. Lomi Dertl, das muss ich fast in jedem Stream einmal sagen. Das muss auch heute raus. Das Wiesen, beziehungsweise das Oktoberfest. Es ist kein Volksfest. Das ist eine einzige Scheißkatastrophe. Birger, mach bitte How to rote Ohr. Was? How to rote Ohr fahren. Was zum Hören? Was? How to Fußball-Fan. Ja, How to Fußball, das ist nur so eine Sache. Das sind die allergeilsten Typen sind die am Spielfeldrand rausstehen, in der Hamiklasse einblähen, sowieso und so machen, aber selber keinen Ball nicht stoppen können seit 20 Jahren. Das sind die allergeilsten. Urlauber, mir geht's da? Mir geht's ohne Scheiß, mir geht's blendend. Ich bin echt noch ein bisschen miert, deswegen saufe ich mir einen Kaffee ein. Und ansonsten ist aber alles saumäßig fit und ich hoffe bei euch auch. Ich schätze jetzt einfach einmal, die meisten werden da sauber Ferien haben oder Urlaub. Oder ebenfalls Urlaub, was weiß ich. Der Russe, grüß dich zurück, der Russe. How to Feuerwehr. How to Feuerwehr steht auf der Grille. Oh, How to Granteln. Da bin ich der Endboss. Also in How to Grampel bin ich wirklich. How to Grampel. Ich kann nicht richtig reden. So, auf die Wiesen kann man nicht mehr mit der Laserhosen hingehen, weil nur die Presse weg. Das ist richtig wahr. Das ist wahr. Rajin Sammer, merci für deinen Twitch-Follow an dieser Stelle. How to Knackwatschen, das haben wir ja alles schon verbunden in der Bogfutzen. Herr Römersberger, how to Schwuchteln? Nein, das der wir nicht. Der wir nicht das andere Ufer absagen, das der wir nicht. Das ist so flach. Da ist How to Bloß Musi hat einen Witze-Oscar verdient dafür. Das regt er so auf, sie fix. Was regt auf? Da, 2,5 Wochen Urlaub, das passt. Was, ob ich schon besoffen bin? Nein, natürlich nicht. Es ist 2 Nachmittag. Bist du deppert?
How to Saufen als Dorfkind. Ja, das ist ja im Prinzip, ist ja das dann ein Sammelsurium aus die How-Tos. Das How to Saufen wie, weißt du das eh? How to Saufen wie ein Dorfkind. Weil da kommt vielleicht ja irgendwann einmal ein How to Bauwagen. Beziehungsweise in meiner Jugend-Saufzeit war es kein Bauwagen. Bei uns war es eine Hütten. Wir wollten mal über Hütten bauen. Der Delikatessmeier, den habe ich gelesen. Ebenfalls ein Herr der ersten Stunde, habe die Ehre. Ich nerv meine Schwester immer mit How to Blasmusik. Das ist so gut, da habe ich alles richtig gemacht. How to Schnackseln. Ja, das ist gut. How to Speim. Gut, das kann auf so viele Arten passieren. Wenn ich dir jetzt eine Weißwurst mit einem Ketchup unter die Nase halte, dann gehört eigentlich schon gespielt. 4. Weißt du, Marie-Therese Breitenfähne, jetzt habe ich den ganzen Namen im Stream gesagt, reibt man noch sauber unter die Nase, dass noch 4,5 Wochen Urlaub hat. Ferien. Das ist ein Wahnsinn. Ohne Scheiß, genießt die Schulzeit, das ist die geilste Scheiße ever. Das ist die geilste Scheiße ever. Bürger, Bims von... Wada, verpiss dich. Erwähne mich mal in deinem Stream bitte. Ja, Wada, du Nutte. Kannst jetzt wieder gehen. Servus. Wimme, habe Ehre. Kennst du Reisspruch? Natürlich kenne ich Reisspruch, Mr. WoW Rider. How to Watten. Herr Stieb, das steht schon auf der Liste. Kennst du Stefans Bosching? Ja, kenne ich. I am not a prox. Merci für dein Twitch-Follow. Was wir unbedingt auch noch brauchen, und da wird es mehrere Teile geben, fürchte ich, ist How to Saufspiele. Das kann ich nicht. Also da gibt's, das muss ich irgendwie anders erklären. Wie ich das erkläre, weiß ich noch nicht. Ja. Bürgercrew. Servus, habe die Ehre. Ich kann da nichts lesen, Kinders und Manners und Damens und was weiß ich, was ist. Sogar, weißt, da kriegt sogar plötzlich einen Schlaganfall. Da liegt da alles tot. Da, wenn du nachschaust. Interessiert ihn nicht. Schau da ein wenig. Riedenburg, nein, kenne ich nicht. Ein Brandlhuber Muck, nein, den kenne ich auch nicht. Woher ich komme? Ich komme aus Landau, das ist in der Nähe von Straubing. Ach, du kennst den Charlie Bavaria, der ist mein Nachbar. Ja, aber was heißt kennen? Also ich weiß, wer er ist, aber kennen du ihn nicht. Kennst du ein Neuhaus? Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht. Nein, bitte nicht warten, lernst du lieber Schafkopf und das ist was Gescheites. Das ist aber auch wahr. Luzifers dunkle Seele 666, ein wunderschönes Hallo in meinem Twitch-Kanal. Und merci für den Follow. Das ist aber auch massiv schwierig, Schafkopf für jemanden beizubringen. Sag ich dir ganz ehrlich. Also vor allem per Video. Wie ich das hinkriege, das weiß ich nicht. Aber irgendwie werden wir es schon hinkriegen. Fexer! Birger, schöner Urlaub wünsche ich dir, der Fexer. Das gefreut mich narrisch. Da hat es mir direkt ein kleines Kopperl rausgehauen. Das wollte ich nicht. Und wir haben es geschafft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt just in diesem Moment, kurz vor meinem Urlaub, wieder was zum Feiern. Wir haben das erste Mal über 200 Leute herin. Ich kriege einen Schlaganfall mit euch. Ich weiß nicht. Der Warten ist geil. Warten ist halt auch relativ einfach zu erklären und das ist wirklich die Standardausführung in Bayern des Kartenspiels, des gemeinen Kartenspiels, das man wirklich beherrschen sollte. Sowohl im Solo als auch im Duo, meine Damen und Herren. Mit Mucke und die kritischen und alles, was dazugehört. Das werden wir, vielleicht kriegen wir das einmal hin. How to Schlaganfall, ja, das kann man mal. Kattel ist da, servus. Ich bin mir übrigens nicht ganz sicher, ob's Kattel, Samuel Ziegler, merci für deinen Twitch-Follower an dieser Stelle. Falls ihr jetzt die eine Hälfte wundern und die andere Hälfte wundert, was zum Teufel redet, dann werden wir hinten von kann ich 200 Leute nicht. Auf der einen Seite knapp, auf der anderen nicht einmal ansatzweise. Auf Twitch sind wir gerade zu 12, wenn ich das richtig sehe, und auf YouTube sind wir bei knapp 200, nämlich bei 193. Habt ihr in euren Ferien nichts Besseres zu tun? Ich weiß nicht. Als sie mir zuschauen, wie ich da hocke, Kaffee sauf und Dünnschiss labert. Und ganz ehrlich zum sagen, viel schlimmer ist eigentlich die Frage, warum habe ich nichts Besseres zu tun, wie da sitzen und Dünnschiss labern. Okay, I'm out. Nein, natürlich nicht. Entschuldigung. Kennst du Busfahren oder Hitlern? Also Hitlern kenne ich. Also nicht an Hitler, sondern Hitlern kenne ich, aber Busfahren kenne ich nicht. How to Bohrischer Verhaltenskodex. Das könnt ihr ansehen als, wir haben ja quasi im Prinzip Staffel 1 damit abgeschlossen.
Kann man ja so sagen. Mit dem 10. How-To haben wir ja quasi Staffel 1 der How-To, wie verhalte ich mit den richtigen bayerischen Verhaltenskodex abgeschlossen. Wenn man das einmal so sagt, so betrachtet. Siri ist zwar blöd, weder, aber ich mach das Beste draus, was an, das bleibt da nicht über. Was geht zurzeit überall voll gehen, muss der Grüßnockerl-Affäre anschauen, sau geil, dein Brühen erinnert mich an Plötzinger. Wer ist denn der Plötzinger? Sturmhaubitze 007, merci für dein Twitch-Follow. Du sitzt da, weil er sau wieder ist, das stimmt. Weil sonst hätte ich nämlich heute tatsächlich auch einen Stream gecancelt und hätte gesagt, ich schleiche mich jetzt einmal ganz gepflegt an dieser und gondel mir einen August rein und lese ein Bier. Was hoffentlich übrigens schon da ist. Da werde ich jetzt nebenbei einmal schnell bei der Frau nachfragen, ob mein verkacktes Bier gekommen ist. Uno momento. Frau, ist das Bierchen schon da? Fragezeichen. So, der Plötzinger vom Eberhofer Krimi. Oh, die hab ich allesamt nicht gesehen, Herr Stockinger. Die habe ich alle nicht gesehen. How to Brotzeit Bredel. Das könnt ihr euch anschauen, wenn es nach Bavarian Zap 3 sucht. wie man Brotzeitbredel korrekt nutzt. Ich schau mal halt auf noch Grüßnockerl-Affäre. Das ist dieses neue Ding da, gell? Hansi Niedermeyer, merci für dein Abo. Smiley Killer, merci für dein Twitch-Follow. Zöge jetzt schon wieder. Trinke ich erst einmal. Ich muss so viel kuppen. Ich mag nicht so viel kuppen. Das ist asozial. So. Dominik Flor, habe die Ehre zurück. Grüße meinen McDonald's Spenner Squad. Was? Wer ist denn der McDonald's Penner Squad? Wer ist denn das? Hat sie die über McDonald's umeinander lungen? Sagt's mir wo, dann fahr ich vorbei und schmeiße euch mit Chicken McNuggets ab. Das war lustig. Das darf man den heutigen Tag versüßen. Der Knöti, habe die Ehre, merci für die Abo, sag ich da. Ich wollte schon immer mal Leute mit Chicken McNuggets abwerfen. Mit 3 von Barbecue-Sauce, dass es ja nicht mehr aus dem Gewand rausgeht. Der Darkfire, merci für die Abo. Mach ein How-to Jausner. Was ist ein Jausner? Sprich wahrscheinlich falsch aus. Weiß man nicht. Der Black Matrix backt's. Merci fürs Vorbeischauen, habe die Ehre. Schafft man den Stream halt ohne Zigaretten? Ja, wenn ich jetzt dann aufhöre, schon. Hofi 47, merci für dein Twitch-Follow. Habe die Ehre. Grüße nach Gilgenberg an den Herrn Holzner. Was, ich soll deine Schildkröten grüßen? Das tue ich erst, wenn du mir Battle da verschickst. Vorher glaube ich nicht, dass du Schildkröten hast. Black Ash MB, merci für die Abo. McDonald's Penner bei Mackie in Langenbruck, kümmel auf eine halbe vorbei, dann gehen wir da einen Kasten aus. Was ist das sowieso denn einen Kasten ausgeben? Ich muss ja da hinfahren, ich muss ja irgendwie wieder heimfahren. Du kannst ja nicht pumpvoll fahren. Außerdem mache ich niemals einen Fahrer. Das ist die oberste Regel, die eigentlich hätte How-to Nummer 1 hätte eigentlich sein sollen. How-to mach niemals einen Fahrer. Ende der Geschichte. Dauert 4 Sekunden das Video. Was? Birger, ich kann nicht in Twitch zuschauen, ich hab die Zeitmaschine nicht. Was für Zeitmaschine? Was um alles in der Welt für eine Zeitmaschine in dem nur? Endlich mal einer, der Knöti tatsächlich auf den ersten Vers auch richtig ausspricht. Sechst das? Gibt's ein Herzl. Der Sam, merci für deinen Twitch-Follow. Nasty, das stimmt, ich darf mir am Löwen selber angreifen. Wie heißen deine anderen Katzen? Meine erste Katze, das ist der Plötze. Die zweite Katze, eigentlich unsere erste Katze, heißt Katzbrocken. Nicht Kotzbrocken, sondern Katzbrocken. Mit einem scharfen A. Und die zweite heißt Mietsbatzen. So. Eins ist da, ja. Der Wunsch. Birchi ist quasi schon da. Muss nur noch das Wiederkommen. Dann fleht's ich mir und Isa, lass mich am Arsch lecken, 2 Wochen lang und sag Servus. Lese wahrscheinlich 2 Zeilen und dann mag ich sowieso wieder nicht mehr. Warum ist denn. Ich frage mich viel mehr, warum. Ich frage mich nicht, warum der Mühlbauer da umeinander kreit. Den hätte ich nicht mitgekriegt, wenn nicht mittendrin Josef Erl steht hat. Warum schreibt sie eigentlich alle mit Leerzeichen zwischen die Buchstaben? Damit ich einen Scheiß lese. Ich baue jetzt dann da was ein, dass einfach wegkommt, dass einfach weggelöscht wird, sobald da nur einmal jemand irgendwelche Leerzeichen zwischen die Buchstaben hat. Ist es der neue trendy Shit? Sagt es, was es ist? Ich habe 2 Schildkröten, die heißen Frieda und Lucy. Okay. Kattel, was ist mit mir? Ja, du darfst es, du bist Mod. Kattel ist die einzige, die darf. So. Dann, Herr Failgamer, dann grüßt einmal Frieda und Lucy von mir.
Du hast jetzt einmal Frieda richtig geschrieben und einmal hast Frieda falsch geschrieben, nämlich mit F anstatt D. Das sagt mir, du tippst jetzt einzeln mal den Satz so ein. Tut mir leid, vorher hau ich mir ein Backel rustiges Zimmerernägel in den Schell ein, bevor ich das zweimal tue. Da. So, ich hätte jetzt eigentlich mein Fotzen halten sollen, weil jetzt schreibt da jeder bloß noch mit Leerzeichen drin, dass man es ja nicht mehr lesen kann. Also ich habe da ein Beutel von meinen Schildkröten auf Insta geschickt. Ich hab kein Instagram. Das würde mich jetzt interessieren, wer das kriegt. Wer das Beutel von deinen Schildkröten kriegt. Also ich wiederhole nochmal, ich hab kein Instagram. How to Bier bestellen, obwohl man noch nicht 16 ist. Das sagst deiner besten Freundin, die schon 16 ist und die heute dann noch halbe oder 4 oder 16. Habe die Ehre, Birge, Herr Erl, mit H, nicht du, Seppi, habe die Ehre. Plagiat! Ja, stimmt eigentlich. Warum bin ich da nicht gerade selber drauf? Es gibt irgendwo, kann mir das einmal bitte jemand außerfinden, wer das ist und mir einen Screenshot auf Facebook schicken? Das war voll geil. Das war wirklich cool. Ich mag wissen, welcher Spacko sich auf Instagram Birger nennt und wahrscheinlich, ich kann ja nicht nachschauen, ich habe ja kein Handy nicht da. Wer da, weißt schon, wer da mit meinem Namen Scheiße baut und vor allem welche, das darf mich interessieren. Das darf mich interessieren. Seppi Wiesner, natürlich grüße dich. Servus Seppi Wiesner. How to schwimmen. How to geissen. Kennst du einen Lukas Statzl? Der Name sagt mir tatsächlich was. Puh. Maxi 1 zu 3. Rauchst du fix? Ja, wie ein verschissener Broner Ofen. Aber so gut es geht im Stream nicht. Gustav Mopse, Resi. Schöne Grüße aus Garmisch. Beatbox Box. Schöne Grüße nach Garmisch. Dann Gruß vom Chiemsee zum. Was? Zum Leberkäse nach Landau. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt einfach keinen Sinn. Da kann ich mich hersitzen und kann drüber nachdenken, es ergibt keinen Sinn. Jetzt haben wir schon 220 Leute. Es hat lauter geschubst, das ist brutal. Und ich sage immer nur dieselben. Auf Instagram mischt einer Bier mit Limo und der Birger. Ist nichts Verwerfliches. Seitdem wir nämlich die Initiative Hashtag #MakeVollBeerGreatAgain gegründet haben, bin ich noch handzahm und ruhig und halt mein Maul, bis wir mir eine bestimmte Schwelle an Abonnenten übertroffen haben, nämlich wenn wir ein Vollgerät eingeholt haben und dann werden wir mir sein Gashalbe und Gasmaß Geilmocherei Scheiße dermaßen unter den Boden einbuttern, dass du sagst, leck mich am Arsch, ein Gasmaß ist die asozialste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Hashtag saufst da bloß ein Gasmaß, weil's kein Ganze schaffst. Ende der Geschichte. Seid ehrlich, seid ehrlich. Was ist das für ein Chat? Leck. Ja, der Chat eskaliert, ich kann schon gar nicht mehr lesen. Jetzt frage ich zum 10. und letzten Mal, kennst du eigentlich das Blirten noch? Also Birten kenne ich nicht, aber Blirten schon. Kennen die irgendwie nur die Weitleute. Blirten, ich kenne das unter Zwicker, glaube ich. Ich glaube, das ist dasselbe Spiel wie Zwicker oder Lirng. Lirng ist super. Lirng ist so ein richtig geiles Sadistenspiel. Da kannst du deine Kumpels misshandeln, wie du schon immer misshandeln willst. Kennt irgendjemand nur das Spiel, da wo du deine Faust so, quasi der eine legt seine Faust so auf den Tisch und der andere schnipst der 5-Mark-Stickel an seine Kniehalone? Das ist geil. Das tut richtig geil gut. Das mag ich. How to Kurschubsen. Du nimmst auf alle Fälle immer nur 6 von deinen Freunden mit, weil allein wird das nichts. Und dann nimmst du 10 Meter Anlauf und machst einen Dropkick. Und dann passt das. Ja, Flo, ich meine Landau aus der Isar. Stimmt, weil Landau ist aus der Isar gekrochen. Was? Kennst Bozenlippen? Nein, die kenne ich nicht. Herr oder Frau Dani Hauser. Wie lange dauert der Chat noch? Weil mein Freund kommt nicht davon weg und ich hätte aber was anderes vor. Tja, Claudia. Dann habe ich eine gute Sache für deinen Freund. Das machst du jetzt folgendermaßen. Währenddessen er mir dumm zuschaut, ich versuche ihn abzulenken. Währenddessen stellst du hinter ihm und ziehst die langsam aus. Und wenn er sich umdreht, ist er so schnell weg, so schnell kannst du gar nicht schauen. Es gibt auf der Welt sauber zwing sexy Times für uns Männer. Und dann wundert es euch aber, wenn eine Freund eine Idioten wie mir zuschauen. Ich weiß nicht, das ist Woman Logic. Weiß nicht. Beim Resignieren musst resignieren. Not bad.
Kommst auf Brasswiesen nächstes Jahr? Ach, du warst das dann quasi der das geschrieben hat, so quasi, mir hat es im Hintergrund übrigens gerade 3 Scherzer aus der Karte, ich hoffe, dass man es nicht gehört hat. Ich brauche ein extra Mikrofon da unten, das war lustig. Das war ein Riesenspaß. Ich glaube, das trifft genau euren Humor. Julia Qualt, how to den Eltern erklären, dass man mit 12 schon dicht ist. Sagt, das war's Mackie-Zeug. So hab ich auch gemacht. So, und aus dem Auto rausgespült. Ich brauche jetzt einmal eine Hintergrundmusik. Und zwar verkackt GEMA-frei, weil sonst sperren sie mir das Video wieder. Dann kriege ich nämlich einen Kotzanfall. So kriegst du nämlich einen Schlaganfall, weil nichts passiert. Jetzt Moment einmal. Da habe ich letztes Mal was gefunden, das kann man im Hintergrund schon mal laufen lassen. Also diesen Elektro, nichts gegen Elektro an dieser Stelle, aber dieser Bibis Beauty Palace Hintergrundmusik, Scheißdreck, den mag ich nicht da haben. Ja, den mag ich einmal nicht da haben. Das machen wir jetzt halt folgendermaßen. Ich suche jetzt da war irgendeine so eine rockige Playlist. Ja. Herr Lengauer, hey, ich bin der Herr Lengauer, hauen Sie sich ein, im ersten Wissen bei schon habe ich die. So, wir haben ihn da danach gesucht. Ich weiß nicht mehr. DJ John Miller. Thank you for the Twitch follow. Tja. Was wollt ihr jetzt eigentlich? Ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Stoer. Plötzlich, was wollt ihr denn? Der schläft auch nur. Der hilft auch keinem weiter im Leben. Der ist nur da, wacht auf, schaut die an und möchte fressen. Dann legt er sich wieder hier und schläft. Was soll das? So, jetzt pass auf. Stream, Music, Rock. Da steht sie. Brillenbrett da. Steht Brillenbrett da. Tu ich mir da oben. Abgesehen davon muss der Herr Erl nicht arbeiten. Fällt mir gerade so auf. Also ich kann den Chat schon nicht mehr lesen. Tool ist leider GEMA geschützt. Ja, es ist alles GEMA geschützt. Sogar ein Biber seine Sachen und so weiter. Annalena Pfaffinger. Servus Birger, servus Annalena. Kattel, Birger, ich krieg AIDS. Was, warum? Schwulen-AIDS. Was? Der Erl Seppi hat was geschrieben. GEMA-freie Lieder suchen, Schnapsnase. Stimmt. Ja, ich bin schon dabei. Jetzt mir Kaff. Rex Stream Playlist Easy Listening Rock Metal. Ja, schaut mir aber alles so, als wäre es halt nicht GEMA-frei. Das kenne ich doch. Das kenne ich. CZ-Fahrer, merci für dein Follow. Ist das was? Ja, muss ja nur eine leise Hintergrundmusik sein, Männer. Tobi 1402, grüß mich. Nein. Wenn du es nochmal schreibst, nein. Gib einmal ein, wir haben ein Fassel voll Bier daheim. Ich muss mir eingeben, es gibt ein lustiges, das habe ich gefunden letztes Mal, wie ich noch How to Leberkäse selber gesucht habe. Der Lamb Zixmo Pavel. Pavel, merci für die Abo. Jetzt pass auf, da habe ich was gefunden. Da müssen wir aber einen neuen Top aufmachen. Jetzt mir gaff. Leberkasimi. Kommt da jemand? Nein, haben bloß Wicken. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht, dass ich euch allerdings garantiere, dass euch das jetzt mindestens 14 Stunden lang im Gedächtnis bleibt. Jetzt mir gaff. Kann man auf Play drücken? Ja. Achtung! In der Früh. Ich schwöre euch bei Gott, ich laufe den ganzen Tag bloß noch umeinander. Und in meinem Kopf macht's leid. Weißt du, irgendwelche seriösen Leute auf dem Planeten fragen mir irgendwelche seriösen und ernsthaften gemeinde Fragen und ich sitze so da. Warum geht's denn eigentlich immer noch dümmer? Niki Flockt, merci für dein Twitch-Follow. Erzähl mal deine beste Sauf-Story. Die beste Sauf-Story, Alter. Seppi, helf mal. Da fällt mir keine ein. Was eine der legendärsten Sauf-Stories ist oder war,
ist auf alle Fälle das Festel beim Bäder, weil wir heute ja gerade noch das Foto gefunden haben, wo der Bäder übrigens auch mit drauf ist. Aber das kann ich nicht erzählen, du kannst sowas nicht verzeihen, da muss dabei gewesen sein. Das ist auch nur für die Beteiligten lustig, das ist schwierig. Hey Bürger, schwing die eine in dein Dirndl und auf nach Straubing. Heute nicht, heute ist Urlaub, heute ist der erste Urlaubstag, ich lasse mich sowas von einem Arsch lecken heute, das weißt du eh, weil ich da auf Facebook geschrieben habe und das ist wichtig. Was, du hast mir auf Facebook geschrieben, da muss ich nachschauen. Kattel, Moment. Bürger hat 6 neue Nachrichten aus. Weder haben keine Schildkrötenbeitel dabei. Oh, wir haben tatsächlich wieder bayerischer YouTuber von König. Wieso kann ich das Ding da nicht groß machen? Irgendjemand? Der Herr Hart? Haben wir was? Tanzverbot? Tanzverbot? Wo ist ein Tanzverbot? Ein Tanzverbot ist das Ausmaß der maximalen Schwerbehinderung, wenn du mich fragst. Alter Schwede, was? Käsetür, Bild, Telefon, das sind die Schlagworte zu Peter Feier. Was? Was? Der Seppi ist ein lustiger Trinker. Der Mann ist verheiratet jetzt! Der trinkt nichts mehr. Das hat sich ausgesupft jetzt. Sag Ruhe jetzt einmal. Mortal Tierwald, der sage ich Merci, den werde ich haben. Chris Birger, das mit den Buchstaben auseinanderschreiben, macht dein Chat automatisch, da kann keiner was dafür. Im Ernst jetzt, oder was? Wieso tut das so einen Scheiß? Ich glaub, mein Chat hat definitiv einen Schlaganfall. Lomi Dertl, kennst du die Nullingers? Oh Gott, ja, aber das ist die Ausgeburt der Unlustigkeit. Ich hoffe, da enttäusche ich jetzt nicht damit, aber die Nullingers sind wirklich so lustig, dass ich weiß auch nicht. Da fällt mir nicht mehr was ein dazu. Da weiß ich nicht, wenn ich mit meinem Schuh telefoniere, das ist wahrscheinlich lustiger. Samuel Mühlbauer, Ruhe jetzt. Ich kann mich eigentlich nur mit euch zwei unterhalten und es da trotzdem 200 Leute darin sitzen. War lustig. Ich brauche keine Hintergrundmusik, ich spiele gerade Gitarre. Du spielst, ich sing. Extra Wurst 10-mal, extra Wurst 10-mal, extra Wurst 10-mal zum Mittag. Ich möchte die Typen sagen, die das gemacht haben. Ich möchte es unbedingt sagen, ich möchte wissen, wer das ist. Das ist der MPX Flyer. Und ich weiß nicht, warum die. Weißt ich gehe her. Ich zeige euch jetzt das, weil es nicht mehr zum Aushalten ist. Ich drehe vollkommen durch. Jetzt mir gleich. Warum geht denn da nichts? Da geht nichts. Also, hier, da, ja, blub. Warum geht denn da nichts? Ich kann meinen Monitor nicht abfilmen. Ja, dann hilft's nicht. Weißt du, es ist so geil. Du findest diesen Typen. Du gibst Leberkassemi ein. Ja? Du gehst her, denkst dir so, hey, ich bin lustig, ich will Leberkassemi auf YouTube ein. Dann kommt das. So. Damit wäre sowieso immer interessant, was kommt dann. Leberkassemi. So, das erste, was kommt, ist How to Leberkass. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vorausgesetzt, du schreibst Leberkassemi richtig. Wenn du Leberkassemi wie ein gottverdammter Schwerbehinderter schreibst und nämlich Leberkäse, Semmel oder sonst irgendeinen Dreck, dann kommt es natürlich nicht. Hoffe ich zumindest. Aber das Allergeilste ist, das zweite Video drunter ist eine riesengroße Leberkassemi und halt auch, es ist halt nun mal auch das. Achtung! Ich kann halt nach dem 400. Mal immer noch drüber lachen. Und dann denkst du so, oh, das ist lustig, wer ist das? Wow, der MPX-Flyer hat 1700 Abonnenten, da klickst du mal drauf. So. Und dann kommt das erste Video, das er vor 11 Monaten aufgeladen hat mit 7300 Aufrufe. Salzkammergut in 4K. Ich muss umschalten, weil ich es jetzt sagen muss. Ich muss umschalten. Da werden wir jetzt schnell auf NX umschalten. So. Die ganze Kacke da, die machen wir aus. NX-Logo braucht man nicht. Der Chat ist auch noch da. So, Achtung, warte, ich mach's euch groß. Das kommt dann. Weißt du, zuerst muss ich mal. Warte, ich möchte euch den Kontrast nahe führen. Achtung. Wo ist denn jetzt hin? Es ist nicht mehr da. Achtung, der Kontrast ist das, was einen Witz ausmacht. Versteht's mich? Versteht's mich? Leberkassemi. So. Achtung. Leberkassemi in der Früh. Leberkassemi
So, dann gehst du auf den seinen Kanal, denkst, da liegt da mit Sicherheit noch mehr geilen Scheiß. Was soll ich denn jetzt da davon halten? Was macht denn sonst so? How to? Ich krieg einen Schlaganfall. How to install the Raceflight Revolt F4. Was ist denn das für... Was tut denn der? Das sind lauter englische Videos. Salzkammergut. Was hat er denn mit seinem Salzkammergut? Ich weiß nicht, ich tu nicht weg jetzt. So, Fullcam, hier, da. Ah, krieg einen Schlaganfall. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Es ist so inspiring. It's so maximum inspiring shit. Und dann kommen irgendwelche Landschaftsaufnahmen. Im Grunde genommen, ja, das Video ist ja geil gemacht. 4K, Bullshit, Muse, Slow-Mo-Aufnahmen, bombengeile Battle, ja, das ist schon schön und gut. Aber du darfst einfach nicht vergessen, dass vorher das gelaufen ist. Extra Wurstzimmer, extra Wurstzimmer, extra Wurstzimmer. Was ist der extra Wurstzimmerl? Ein extra Wurstzimmerl? Warum denn eigentlich Wurst? Die haben ja auch ein wenig einen Österreicher Dialekt, wenn du mich fragst. Ein Österreicher sagt doch nicht Wurst. Kattel, als Österreicherin von Welt, wie sagt es zur Wurst? W-U-R-S-T. Mit Sicherheit dasselbe wie mir, nämlich Wurst, oder? Nicht. Und nicht ein extra Wurstseemal. Also Seemal sagt sie ja schon, glaube ich. Aber er kriegt einen Ohrenkrebs. Ja, ich kriege auch einen Ohrenkrebs, aber ich garantiere dir, dass jeder, der heute da war und das gehört hat, einmal irgendwann heute umeinander läuft, so, es ist alles voll cool und wir haben Ferien und Urlaub und alles ist cool und irgendwann so, lieber Kassimel, lieber Kassimel, lieber Kassimel. 100%. Da, Bürger Crew flippt aus. Lieber Kassimel, lieber Kassimel. Wir sagen Semi dazu, also wir sagen mal auch Semi, also lieber kein Semi. Wobei ich das Wort Semal eigentlich ganz geil finde. Das ist aber so diese geilen Verniedlichungen, die in der Schweiz seinen Höhepunkt finden. Weiß ich nicht, da gibt es ja lauter ein Trompetal, noch freilich. Oder das Lied hat dir mein Bruder vorgeschlagen. Was für ein Lied hat er mir vorgeschlagen? Das Leberkass-Semal. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Dann weiß ich es nicht mehr. Kommst du auf Brasswiesen nächstes Jahr? Du hast nicht weitergeredet. Das weiß ich noch nicht. Das ist ja nächstes Jahr. Was weiß ich nie, was nächstes Jahr ist. Vielleicht habe ich nächstes Jahr keine Haxen mehr. Dann komm ich als Tor so. Oh Gott, der Humor ist so schwarz. Schnell Themawechsel. Birger, kennst du Lebertschetten? Was kenn ich? Lebertschetten? Nein, die kenne ich nicht, glaube ich. Oder ich sprich's einfach falsch aus. Das kann natürlich auch sein. Birger, kennst du Nike hier? Ja, freilich. Leberkassemi. Hört jetzt auf! Kruzifix, nicht aber Leberkass. Und übrigens nicht Leberkassemi, sondern Leberkassemal. Du musst dir das Video vom Tanzverbot anschauen, wo der Netter mit der Unterbumpern auf dem Bett liegt. Was, der ohne Scheiß, der fette Wichser filmt sich dabei, wie er mit der Unterhosen am Bett liegt. Warum? Warum funktioniert denn sowas? Warum? Hey Birger, kennst du Stockcar in Landau? Nö. Ich bin nicht so der Motorsportler, um ganz ehrlich zu sein. Kennst du Fürstenzell? Na, freilich kenne ich Fürstenzell. Kim, Herz auf. Sagst du nie Neger? Neger? Ich bin sowieso der Meinung, natürlich darf dieses Getränk weiterhin Neger heißen. Wir haben ja auch einmal bei uns in der Schule war einer. Da hat es einen gegeben. Ich finde das so geil. Das ist so geil, wenn wirklich ein Kohlenrabe Schwarzer Teufel herkommt und dermaßen niederbohrisch schmerzt, dass du davon selber noch eine Scheibe abschneiden kannst. Besser geht's aber wirklich nicht, oder? Machen wir eine Blende, Leute, schau, blöde Videos an. Ich schau mal gerade. Wir könnten bringen Birger zum Loher-Challenge machen. Ich bin ohne Scheiß, ich sitze den ganzen verfickten Tag da und wird zugeschissen mit irgendwelchen vermeintlich lustigen Super-Weisheiten auf Facebook und was weiß ich, was alles für ein Scheiß. Schickt's mir Videos, ich schaue es mir an und sage, wer es schafft, dass er mich lauthals zum Loher bringt, dem
schicke das Zigarettenpapier. Nein, der, was weiß ich, was dann ist. Dann kann er sich auf die Brust schreiben, ja, er hat's geschafft. So. Sag mal IBIMS. Nein, wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Sascha Stahl, Maul! Bürger, hau mal eine harte Bauung aussehen. Das steht auf der Liste auf alle Fälle. Dani Hauser, okay. Pasta, Leberkassemmel. Leberkassemmel. Hey, Bürger, kennst du Gmade Wiesen? Natürlich kenne ich Gmade Wiesen. Was ist denn das für eine Frage? Versuch nicht zu lachen, Österreicher Edition. Was ist das? Ist das ein Video oder was? Ed Bierlex, kannst du auch normal sprechen? Zu was denn? Versteht mir sonst keiner mehr. Fabian Boxleiter, jetzt mal, was ist ein geschissener Mischgetränk, genau wie Radler. Schmidbur, ja, ich hab schon gesehen, der erste Offizier wird der Schmidbur. Der ist immer als erster da. Hier, Hashtag make Vollbier great again. Hashtag saufst du bloß ein Gasmaß, weil du kein Ganze schaffst. Ja, dann. Beim Scheißen sitzen und einem Bürger zuschauen. Das ist ja die einzige, wie soll ich sagen, Freizeitbeschäftigung, wo du hinsitzen kannst und ich kein schlechtes Gewissen habe, dass du deine Zeit mit meinem Scheiß verschwindest. Herr Pircher, bin ich der einzige Österreicher da? Nein, glaube ich nicht. Probieren wir es einmal aus. Ich möchte wissen, wie viele Österreicher das da sind. Und zwar hauen jetzt alle Österreicher ein Textherzerl in den Chat rein. Ich wiederhole, alle Österreicher hauen jetzt so ein Chat-Herzerl. Warte, ich mach's euch vor. So. Hier, habe ich euch vorgemacht im Chat drin. Alle Österreicher hauen jetzt so ein Herzerl rein, weil es mich auch interessiert, wie viele Österreicher das da sind. 1, 2, 3, 4, 5. Auf geht's. Ich weiß schon, ihr braucht es genauso lange wie mir. Oh, jetzt eskaliert es ein wenig. Oh ja, haben wir schon bei 10. Haben wir schon bei, ja, das haben ein paar. Der Clown kommt aus Nordrhein-Westfalen. Dann ist die Frage, verstehst du eigentlich ein Wort, was ich sage? Wahrscheinlich nicht. Herr Beuner, wo wohnst du? Ich wohne in Niederbayern. Das ist eine Stadt namens Landau und da kennt in der Regel keine Sau, aber das ist in der Nähe von Dingelfing, das kennt man kennen, oder von Straubing. Diese Nachricht werde ich heute einmal sprechen, was gerade passiert ist und dann nie wieder. So. Bürger, rat mal, weswegen ich heute wieder bin. Mal nicht zwecks Gas, das ist schon wieder weg. Ich kann es nicht so schnell lesen. Ich kann es einfach nicht so schnell lesen. Plötzgerät. Möchtest sehen, was der Plötze macht? Der Plötze ist fast so motiviert. Also er tut zumindest so. Er macht Folgendes. Aufgepasst. Das tut er. Das ist ein Plötze sein täglich Brot. Sein Tagesgeschäft, um nicht zu sagen, Plötze, Dolling, Schlafen, Fressen, Mounzen, passt. So, mal anständig hier sitzen, ich sitze die ganze Zeit auf meinem Fuß. Jetzt muss ich erst einmal. Wir haben ja gar keine Musik nicht. Weißt du, ich möchte eine Musik einmachen, aber ist es wieder weg. Was soll das? Was soll das? Hört ihr das so leise und versteht man mich noch? Wenn nicht, dann schreit es einfach umeinander. Ich bin immer weg von London, 5 Minuten. Dann tippe ich mal auf Fichtheim oder auf Basting. Herr Sebastian M2. How to Gasmaß. Nix How to Gasmaß. How to, wir schmeißen mein Gasmaß maximal weit und füllen gefälligst ein Vollbier in mein Maskrug ein. So. Gerti TV. Grüß dich, Gerti TV. Bierlex, ich verstehe dich sehr schwer, aber ich mag das, wie du sprichst. Gefällt mir sehr, Nordrhein-Westfalen, Herzl. Ganz ehrlich, meine sehr verehrten Damen und Herren aus Bayern und aus Österreich, wir haben einen Preisen unter uns, der kein Arschloch ist von vorweg, sondern der einfach nett schreibt und er gibt freiwillig zu, dass er aus Nordrhein-Westfalen ist. Meine Damen und Herren, ich wünsche mir bitte einmal Applaus für den Herrn Clown. Alle loslegen. How to dicht ein Tier aufmachen. Das haben wir wo haben wir das schon erklärt? Irgendwo haben wir das schon erklärt. Fräulein Gewalt. Wo haben wir das schon erklärt? Ich weiß nicht mehr. Oh, da kommt der Applaus für den Clown. Haut's ihn durch, muss auch mal sein. Wir müssen ja, weißt du, das ist ja, wir starten jetzt da also eine kleine Infiltrationswelle und lassen wir 2, 3 Preisen, die lassen wir einer zu uns, dann der wir es bekehren und dann verwenden wir es, weil das Wichtigste im Krieg ist,
kenne deinen Feind. Und wenn wir da einen bei uns haben, der auf unserer Seite ist, dann passt das. Da, der Applaus gilt nur dir, Clown. Und ein Applaus aus Bayern und Österreich gegenüber einem Preußen ist was extrem Seltenes. Kennst du die Brauerei hinter Ede? Nein, die kenne ich nicht. Oh, jetzt hagelt's aber fair Applaus. Leg mir Musch. Stimmt. Bei How to Bockfotzen war das mit der Tier. Ich meine, die oberste Regel beim Psuffer heimkommen und die Tier aufmachen ist ja, dass du 3 Stunden lang mit deinem Schlüssel da irgendwo mal anfuhrwerkst, währenddessen mit deinem Handy leichst, das zweimal runterfällt. Da kommen übrigens auch die ganzen Spider-Man-Apps her. Die brauchen Bildschirme quasi. Michi Neisner, merci für die Abo. Und dann aber nach einer Viertelstunde feststellst, fuck, die Tür war schon die ganze Zeit offen. Mach einmal How to Schuigi. Das kann man vielleicht reinhauen. Das schreibe ich auf alle Fälle mal auf, How to Schuigi. Das ist zwar bei mir schon eine ganze Zeit her, aber ich erinnere mich noch sehr gut dran. Beste Zeit eures Lebens übrigens, für alle, die noch in die Schule gingen. Diese 6 Wochen, die ihr gerade frei habt, werdet ihr nie wieder haben. Außer ihr geht's fett abharzen. Was übrigens mein Plan immer war. Beziehungsweise von jemandem, der auch herin ist und vielleicht immer nur zuschaut. Dessen Plan war, wenn er mit 30 kein Musikstar wird, dann geht er abharzen. Lukas 0275, merci für dein Abo. Krause schreibt Schinke. Kann man mal machen. Kommst du ins Simbecker Volki? Ja, das kann tatsächlich passieren. Wenn ich die Einladung von den richtigen Leuten kriege, dann kann es tatsächlich passieren. It's Falgar, merci für dein Twitch-Follow. Anonymous, merci für dein Abo. Kennst du einen Egner Andreas? Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich vielleicht schon, aber unter einem anderen Namen. Es gibt eigentlich nur 2 Andys, die mir aus dem Stream bekannt sind. Und die sind dabei seit dem Anfang. Das ist einmal der Andi und der Andi 2. Das eine ist die Leberkassemi und der andere ist der Andi 2. In der Leberkassemi gehört der Senfei und nicht anders. Und nicht so und nicht anders. Das ist richtig. Wo ist dein Lederwix? Die habe ich tatsächlich gestern aufgeräumt. Die Leute, die gestern, die in den letzten Streams da waren, denen ist mit Sicherheit da habe ich so ein Stuhl, da wo jetzt die Kabel drum steht, aufgefallen. Und da ist mein ganzes Zeug seit dem Volksfest umgelegen und was weiß ich. Und jetzt habe ich meine Lederhosen tatsächlich in den Schrank eingeräumt, weil ich mir gedacht habe, ich räume jetzt die Scheiße da mal weg. Kommt einmal im Quartal habe ich einen guten Tag. Da habe ich einmal einen guten Tag und räumen wir mal schnell zusammen. Dafür liegt jetzt von der Hochzeit die ganze Polster-Scheiße da, die mir die Frau reingelegt hat. Ja? Haben wir ja letzte Woche, viele haben es wahrscheinlich mitgekriegt im Stream, die letzte Woche auch schon da waren wir ja Hochzeit hier vom Bruder von der Freundin und einem sehr extrem guten Freund. Und die hat gemeint, sie nimmt die Polster mit, damit wir uns keine Gartenauflagen kaufen müssen, sondern die baut sie selber. Ja, ich bin da gesessen, aber nicht, wie, die baust du selber? Ja, die baue ich selber. Die haben wir allein hier drüber und das nehmen wir dann zusammen. Also, wie, du nähst das zusammen? Hast du eine Nähmaschine? Nein. Hast du schon mal genäht? Nein. Ja, wie soll das dann gehen? Frag ich mich über. Ja, es ist halt Woman Logic. Hilft nicht. Hör dir mal den Wirtshaus-Franz an. Wer ist denn der Wirtshaus-Franz? Was arbeitest du oder machst du nur YouTube? Aus Sisleitner. Machst du nur YouTube? Wenn ich nur YouTube arbeite, dann da ich im Monat mit 25 Euro ungefähr sind's, ja? Bei diesem Ausmaß, das bei mir erreicht sind, sind es um die 25, 30 Euro, die ich im Monat kriege und keinen Cent mehr, was auf diesem Social Blade steht. Das kann man übrigens einmal nachschauen. Das der wir mal miteinander. Das ist so geil. Das ist so stark. Was da für ein Bullshit drin ist. Ich meine, das kann man, ich werde niemals mein Channel meine Channel-Oberfläche herzeigen. Ja, diesen Fehler mache ich nicht. Den haben viele andere vor mir gemacht, ich mache ihn nicht. Aber ich versuche, also ich bin da wirklich ehrlich, das ist völlig, ich mache nur YouTube, das war so geil. Das war so geil, wenn ich den ganzen Tag bloß noch da sitzen kann und nur noch Scheiße labern. Dann habe ich das erste Mal Verständnis dafür, dass Leute sagen, der Vollidiot sitzt nur vor seiner Kamera, labert Scheiße und kriegt Kohle dafür. Hau das so nicht hin. Jetzt passt auf. Der Scheiß auf Social Blade, da hat mir ja auch ein Streamer oder eine YouTube-Bekanntschaft oder eine Steam-Bekanntschaft, besser gesagt, darauf aufmerksam gemacht, hey, hier Social Blade oder irgend sowas heißt, jetzt pass auf. Da gibt es so YouTube-Stats. Das ist so geil. Da steht so massiv viel Schwachsinn drin. Jetzt pass auf.
Wo der man da hin, wo der man da hin? Da der mal her. So. Ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. Da sieht man einen Haufen Shit quasi von den Leuten, wie viel Views und Abos und Scheiß und Klump und wie viel das der vermutlich verdient. Jetzt pass auf. Da gehen wir jetzt mal auf den PewDiePie. Der PewDiePie ist der allererste. Also mehr geht nicht. Der Typ hat 56 Millionen Abonnenten. So. Schauen wir mal. Dingsbums, bla bla bla. Was haben wir da? Social Blade Rank, bla bla bla. Ja, die vermuteten Verdienste im Monat sind bei diesem Typen bei 50.000 Euro oder Dollar, besser gesagt, 50.000 Dollar bis 800.000 Dollar. Herr, 800.000 Dollar, wo sind wir überhaupt? Und im Jahr verdienen da 600.000 Dollar bis 10 Millionen knapp. So, ich gehe schwer davon aus, dass das hinten und vorn kein Markt nicht stimmt. Weil wenn ich da jetzt nämlich Birger Lex eingebe, kommt gar nichts. Probieren wir es anders. Birger Leerlex. So, schauen wir mal. Ja, genau, da sind wir schon. So, fangen wir mal an. Ah ja, da wird auf alle Fälle einmal das letzte Video angezeigt. Das war Ich schleich mich. Das war von gestern. Die Verabschiedung quasi in Urlaub. Und dann steht jetzt halt da. Views for the last 30 days. Das sind 157.000 Views. Das kann ich bestätigen, das stimmt bis auf die Stückzahl. Subscribers for the last 30 days. Also Abonnenten in die letzten 30 Tage sind 3.250. Das ist ein Zuwachs von 78%. Vor einem Monat war der Zuwachs bei, weiß ich nicht, ich glaube 4.500%, weil es da angefangen hat zum Eskalieren. Kann ich ebenfalls bestätigen. Was haben wir da? Und ansonsten, wurscht. Und dann kommen die monatlichen und die jährlichen Verdienste. Und da steht 36 Euro, nicht Dollar, bis 500... Alter, wenn ich mit der Scheiße 500 Euro im Monat kriege, dann darf ich euch jeden Tag so ein Video aus, die Scheiße, dass du sie sagst. Mario Erdenreich und alle anderen, merci für eine Abos. 36 Euro bis 574 Euro. Ganz ehrlich, es ist so weit weg ist natürlich nicht, weil wie weit kann man von 36 Euro weg sein? Ich sag's euch ganz ehrlich, es sind circa 25 Euro, die ich kriege im Monat. Ja? 25 Euro für 200.000 Views. Beschränkt man es einmal nur auf was beschränkt man es denn? Auf die How-Tos und auf die monetarisierten, mit Werbung bestückten Videos natürlich. Dann sind es vielleicht noch 100.000 Views, für die kriegst du 25 Euro. That's it. That's all. Und keine 575, wie da dort steht. So viel zu machst du nur noch YouTube. Nein, ich arbeite selbstverständlich noch was. Zwar nicht viel, aber ich arbeite. So, hätten wir das auch. Da ist mir übrigens gerade noch was eingefallen, was ich schon immer mal machen wollte. Was haben wir jetzt da alles? Der Manu schreibt. Der Bier, kommst das Land an der ISO, also wollte ich dich fragen, ob du Stockcar kennst. Der Manu schreibt. Manu ist hoffentlich noch da. Ja, wird alles hergezeigt. Ja, ein kleines Video, was da abgeht. Darf ich ganz ehrlich sein? Okay, ist schön. Okay, bin ich schon start. Dann sag ich nichts. Warum habe ich eigentlich keinen Ton? Das würde mich interessieren. Da habe ich ein Video gekriegt. Madlips. Oh, da krieg ich Videoanfragen, Birger zum Locher bringen. Echt? Schauen wir mal. Schmunzeln zählt nicht. Ich hab gesagt, lauthals Locher, ja? Ich möchte euch heute was zeigen. Ich bin gar nicht, Okay, der ist makaber. Makaber ist fuck. Makaber ist fuck. Schauen wir weiter. Wieso ist denn da eigentlich ein standardmäßiger Ton da? Das würde mich mal interessieren. Machen wir den Scheiß da mal zu. So. I am actually pansexual. I am transgender. I'm a fidget spinner. Den kenn ich schon. Ah, nice try. Bei dem hätt's mich vielleicht gehabt, wenn ich noch nicht Kind hätte. Dieser kleine Mongo, keine Ahnung, der ist so im Arsch.
dass ich nicht weiß, ob er mir leid tun soll oder ich weiß es auch nicht. Schauen wir mal, was er kann. What did you think about the ride? Was soll ich da sagen? Als Rotschiller, da ist es nicht leibend. Meine Eltern sind Geschwister, ich hab keine Haberer und in der Schule nehmen sie mir immer das Geld weg. Das ist Arsch. Na, also wirklich nicht, gell? Wirklich nicht. Jetzt schauen wir mal, der Herr Altmann hat noch was geschickt. Oh, boah, leck, das ist so classic, das ist so classic, das hab ich schon angeschaut, da war ich noch 14, glaube ich. Schauen wir mal, was das ist. Lauthals nicht, schmunzeln muss ich. Und wo man definitiv das Grinsen auskommt, ist definitiv, wenn kurz die Musik startet und es kommt. ja, close shit. Close shit. Oh, Schildkrötenbild habe ich auch gekriegt. Wer ist das? Frieda oder die Lucy? Ha, da schaust du, ihr merkt sie über deine Schildkröten heißen. Da hast du nicht damit gerechnet. Was haben wir da? Der Basti hat mir auch was geschickt. Habe die Ehre, bayerischer YouTuber, Bürgerlex bei 8,2000, YouTuber, Silux 2. Wer ist das? Wer tut denn das? Ich kenne mich ja nicht aus, ich weiß ja nicht, wie Instagram da drauf ist. Ist das ein Instagram-Account, oder was? Weil sie am Zentralrechner angeschlossen sind. Ja. So schaut's aus. Jetzt schaut man da mal wieder um. Was mir gerade einfällt. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt gerade einfällt. Jetzt passt's auf. Das ist nämlich mit mir auch gemacht worden. Da gibt es heute noch ein Video als Beweis sogar dazu. Was hab ich? Was zum Teufel ist das? Wir kommen denn jetzt da her? Gib dir mal die Frisur, Alter! Was ist mit der Frisur kaputt? Wie hat man das geschickt? Der Herr Ellinger schickt mir Beitel, der wo ich nicht. Ich hab keinen Instagram-Account, ich sag's euch, wie es ist. So tut das nicht, ich hol da mal ein paar Zuschauer. Herr Kahler, so tut das nicht, ich hol da mal ein paar Zuschauer. Was, warum? Was hast du mit dem Land? Kennst du einen Wittmann? Natürlich kenne ich einen Wittmann. Seppler P, muss mich schleichen, Shot, merci fürs Vorbeischauen, habe die Ehre. How to merch fix, bringst irgendwann mal einen raus. Ja, soll bitte irgendwann einmal Merch geben. Dann kriegt ihr ein blaues T-Shirt, wo Bürger vorne draufsteht, das kannst du auch kaufen. Du schickst mir da, also der Herr Ellinger schickt mir da auf Facebook Beitel, da wo ich einen Vogel krieg. Da wo ich nicht gewusst habe, dass die Sachen online sind, kriegst du einen Vogel. Die haben ja 5000 Jahre alt. Also 5000 glauben wir gar nicht. Das ist ein Wahnsinn. Der Herr Madinger schreibt, Lex, du bist super. Ja, deine Videos waren close. War schon nicht schlecht, aber da braucht man noch einiges mehr, dass ich da hier lauthals zum Loch anfange. Übrigens. Was wir mir jetzt einmal auf alle Fälle wieder herden, ist einmal die Hintergrundmusik. Und alles immer ganz leise und langsam und Instagram. Sag mal, wird der Instagram-Account, habe die Ehre, ich bin's, der Birger, was ist denn das? Das ist Birger Lachs. Das bin nicht ich. Wer ist das? Was der Typ macht mit meinem 140 Abonnenten? Und 787 Mal ist er abonniert. Warum? Das bin nicht ich. This shit is not me. You know? Schau dir mal auf YouTube die Important Videos Playlist an. Aber warum? Herr Gintenreitner, natürlich kenne ich den noch. Der Bayerische Verhaltenskodex als Merch. Ja, da steckt aber noch eine feine Arbeit dahinter. Den möchte ich nämlich tatsächlich als gedruckte Version irgendwann einmal bringen. Schauen wir mal, vielleicht wird das was. Wenn ich nämlich in meinem Leben einmal sagen kann, ich habe ein Bier hingeschrieben,
Dann kann ich mich zur Ruhe setzen. Dann kann ich in Frieden sterben. So. Ich krieg so viele Nachrichten, das ist ein Wahnsinn. So, was haben wir jetzt da alles? Was haben wir jetzt da alles? Ich glaube, ich krieg da. Ich kann. So, ich muss jetzt da einmal schnell. Ich muss jetzt da einmal schnell umschalten. Jetzt passt so. Monitor, so, damit ihr da natürlich auch zuschauen könnt. Jetzt muss ich das da aber irgendwie. Ihr was Böses tut, nur weil sie anders ist. Keine Scherze, keine Spöttereien. Seht mal, der Junge hat einen Busen. Wir hatten das ist Handtuch. Komm her, du Sahnebutter-Hupfdule. Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schoki. Das ist halt auch schon so alt. Das ist halt auch schon so alt, dass du sagst, leck mir am Arsch. Herr Mühlbauer, knapp dran. Hab ich aber auch schon kennt. Die Sprachnachrichten, die drei wir jetzt nicht anklicken, weil weiß der Teufel, was passiert. Ich hätte da ein Video geschickt, aber ich bin zu kloppert, dass ich das zusammenkriegen werde. Dann streng die noch mal an. So. Der Herr Schlosser schreibt mir was. Was ist denn das? Spiritboom. Volle Gas, Leber. Volle Gas. Wieso denn volle Gas? Schauen wir mal, was das ist. So sitzen sie also da in einer Freizeit. Das glaube ich auch. Was saufen sie da ein Obst aus der Flasche? Da steh ich letzte Woche mal beim Würstelstand. Ich wollte das grad bestellen, doch da hat's mich übermannt. Ich schau mir auf den Grüller, was bei ihm da alles liegt. Doch alles schaut so aus, als ob man Durchfall davon kriegt. Das sind ja Österreicher, oder? Die saufen auch Gösser. Gut Gösser, na wie heißt gut besser Gösser. Haha. Mir wird schon richtig schlecht, der Hunger ist ein Hund. Gern leg mir halt was her, weil ich brauch irgendwas im Mund. Ob Käse, Greiner, Debreziner. Leg mir halt was her, weil ich brauch irgendwas im Mund. Und dann kommen die drei Tussis. Alles dieser Schatz, am liebsten hab ich mein geliebten Leberkas. Jo, 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 volle Gas, Leberkas. Jo, 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 volle Gas, Leberkas. Ja, das ist ganz cute. Ah, that's cute. So, was haben wir da noch? Birger, ich habe ein Schmankerl für dich. Die Person hinter denen kann Neues einfach so dumm, da kannst nur noch lachen. Das ist mir der Vollgerät. Meinst du, dass ich ein Vollgerät nicht kennen, oder was? Das ist mir nur ein absolutes Rätsel, wie er es mit seinem Scheißdreck geschafft hat, dass sie diese halbe Million Leute. Ja, gut, vor 4 Jahren. Gut, vor 4 Jahren. Das ist schon alles so alt. Was geht denn? Das ist so alt. Das ist alles so alt. Das ist alles so alt. Das ist ein Wahnsinn. Die Leute vor heute, vor 4 Monaten und so weiter. Ja, nein, der Vollgerät halt. Wer kennt ihn nicht, ist die Frage. Er ist auch auf YouTube, natürlich ist er auf YouTube fett. Der Typ hat 27.000 Follower mittlerweile. Aber auf Facebook eskaliert er erst richtig. Und was ich aber gerne aus dem Nähkästchen plaudere und gern hätte, dass das ja jeder weiß, der Typ ist nicht einer. Die sind zu zweit. Das weiß noch keiner. Habe ich herausgefunden, wie er mir geschrieben hat. Haha. Vollgerät hätte es nicht schreiben sollen. Der Herr Kulzer schickt was. Herr Kulzer, was haben wir da? Meshuggah Moshpit. Moshpit. Meshuggah Moshpit. So, schauen wir mal, was das ist. Ja, okay. Dann steht's. Ist das, kommt jetzt dann wahrscheinlich jemand und springt mir aus in die Luft, oder? Oh, hat er nicht gesagt. Schnell, der muss weg. Hast du Motocross? Nein, hab ich nicht. Herr Crafter wie. Meine Cousine isst Weißwürst mit der Haut. Ey, das kann man mal machen. Wenn wir
Brunzen voll ist, dann kann man das wohl schon mal mit der Haut fressen. So schlimm ist das nicht. Kinder, ich brauche mehrere Videos. Videos her. Ich mag schauen, ich mag hier. Was haben wir da? Da haben wir wieder was Neues vom Herrn Birntler. 20 Kalbe gesoffen. Schauen wir mal, was das ist. Hast du dich vorbereitet? Gestern habe ich ungefähr 20 Kalbe gesoffen. Und das soll was nützen? Ja, über morgen benannt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich bin jetzt sauschlecht, ich bin gerade aufgestanden. Ja, das hilft einfach, das hilft nichts. Dieses Geheimrezept reicht immerhin bis ans Ende der Startrampe. Das ist ein... Er fährt halt 10 Meter und dann sack jetzt einfach. Er fährt nicht einmal 10 Meter, er fährt 5 Meter und dann stellt es der Fono mir auf. Wie? Kupplung und Brems verwechselt oder weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Ich muss ja mal den ganzen Schmarrn dazu machen, weil sonst kriege ich einen Vogel. Was haben wir da noch? Der Manu. Manu schickt Tipps. Schauen wir uns an. Schauen wir uns die. Ja, der funktioniert einmal, aber dann funktioniert er nicht mehr. mit Dreschmusik funktioniert er übrigens auch besser. Und hören wir mal lieber auf, wie soll ich sagen, wie sage ich das jetzt allein schon? Weißt, wir haben ja so im Arsch, dass ich es nicht einmal mehr sagen kann, wie man diese Zielgruppe, die da gerade umeinander gekupft ist, benennt, ohne dass wir einen Kopf abschneiden wollen. So, hat er nicht gesagt. Nächstes Video. Was haben wir da? Homer Simpson beim Lügentest. Den glaube ich, kenne ich aber auch. Sie müssen ein paar Tests über sich ergehen lassen. Dies ist ein einfacher Lügendetektor. Ich stelle Ihnen ein paar Ja- oder Nein-Fragen und die beantworten Sie wahrheitsgemäß. Haben Sie verstanden? Ja. Was? Sie müssen ein paar Tests über sich ergehen lassen. Dies ist ein einfacher Lügendetektor. Ich stelle Ihnen ein paar Ja- oder Nein-Fragen und die beantworten Sie wahrheitsgemäß. Haben Sie verstanden? Ja. Ja, okay. Habe ich schon Kind. Habe ich schon Kind. So, da, mit einem Foto, da tust du dich voll hart, gell? Sag mir Hallo Thomas. So. Am besten entspanne ich beim Masturbieren, egal wo. Was ist der Gerald Buric Winden am See? Warum? Aus welcher Zeitung ist diese... warum? Warum sagt denn sowas? Ich versteh's nicht. Der Herr Weinzel, habe die Ehre. Darf er das? Liest unser Bürger überhaupt meine super wichtigen Kommentare? Weiß ich nicht, du hast jetzt 30 Sekunden, da kannst du einen Kommentar noch mal schreiben und dann lesen. 30. Jetzt, wenn du wüsstest, welcher. Was? Welcher Thomas? Welcher Thomas, den ich kenne, schreibt in Hochdeutsch? Das darf mich interessieren. Herr Speedy, jetzt hast du mich scharf gemacht. Ich mag wissen, wer. Sofort auf der Stelle. Wisst ihr übrigens da in meinem Fenster 6, ich wir mit Facebook-Nachrichten zugeschissen. Ich kann nicht alle anschauen. Christian Rodwangel, wie Deutsch sich anhört. Wie soll es in Deutsch anhören, so wie es du kennst. Wenn du mich nicht verstehst, dann kann ich da auch nicht helfen. Dann lernst du das. Habe ich dir bin jetzt erst dazugekommen. Der Flex. Habe der Flex. So heißt es. Verstehe nicht. Thomas Helsig. Bestimmt. Ich. Habe ich der Bürger bin ich Bittchen gibt er das. Was gebe ich mir? Was? Wo? Hä? Ich kenne mich nicht aus. Ist Hochdeutsch sei schlimm? Das ist eine gute Frage. Wenn du mich fragst, ja, aber mich fragt ja keiner. Kommst du aufs Kapfarmer Volksfest? Das ist wie so oft gefragt. Ich glaube, dass das, wenn ich ins Kapfarmer Volksfest gehe, dann haben da 85.000 Leute dort und ich glaube, ich bin nur am Schmerzen und kann nicht einmal 5 Sekunden in Ruhe verdammte Gasmaus trinken. Natürlich trinke ich kein Gasmaus, halt's mich für einen Schwerbehinderten. Haha, hat er nicht gesagt. Der Bürger bin auch gerade dazugekommen. Herr Fink, habe ich dir. Huber Heinz, ja, es ist schlimm. Habe ich der Bürger. Herr Gschneidinger, habe ich dir zurück. So, wir probieren es weiter. Vielleicht haben wir noch ein paar lustige Sachen. Herr Neumeier, was haben wir da? Haben wir da was?
Ja, nehmen wir das zweite. Nehmen wir das zweite. So. You got me a beer. No. You want more? Drop it. Was war denn das, Alter? Was zur Hölle war das? Das war doch Dark Souls, oder? Ja, der Shit geht an und hier nur immer wegen dieser einer kleinen Szene. Oh, lecker, oder wem das eingefallen ist, dem gebührt das Internet. Ich möchte. Warte, ich mach's groß, damit man es besser erkennt. Oh, okay. Okay. Herr Johannes Neumeier, Sie haben's damit so richtig geschafft. Das müssen wir uns so schnell ganz anschauen. Oh. Boah, lecker, oder? Und ich hab in der Hochzeit schon gemeint, dass ich schnell hupen kann. Aber der flippt da voll aus. Gib dir den Typen, Alter. Der geht voll ab. Gib den. So, das war's. Birger, wie heißt das Video von gerade? Das Video heißt When I'm Poetic. Puh, völlig kranker Shit. So, auf was ihr aber hinaus wollt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das wollte ich eigentlich vorher schon machen, oder machen wir das beim nächsten Mal? Ich weiß nicht. Plötzlich. Der Stream ist jetzt übrigens 1 Stunde und 10 Minuten. Entschuldigung, das war ich nicht. So. Ui, jetzt brauche ich mir ein Schlückerl Wasser. Muss mir die Augen ein wenig putzen, weil das wirklich gut war. Funktioniert wahrscheinlich auch bloß deswegen so gut, weil ich Dark Souls 3 auch gesuchtelt habe bis zum Tod umfallen. So, jetzt wie schaut's aus? Wer ist denn überhaupt noch da nach diesem ganzen Dünnschiss? Trackmat.de kannst mich grüßen, das kann ich, habe ich dir Trackmat.de. Birger, du bist der beste Sascha Stadler, das ist zu viel des Lobs. Bist ein ganz sympathischer Typ, mach weiter so. Gay. Passt. Jetzt Luca Play, natürlich grüße dich. Andreas Höhn, habe die Ehre. Du bist aber nicht der Andreas Höhne, den ich auch kenne und hast nicht Höhne hinten aussehen und bist eigentlich der Hirstl. Das darf mich schon interessieren. Der Herr Henberger, habe die Ehre. Das gibt ja wieder her mit lieber Kassemel, lieber Kassemel. Wird der Stream aufgeladen, dass man danach anschauen kann. Herr CZ-Fahrer und an alle, die da sind, weil diese Frage irgendwie jetzt mal im Chat kommt. Dieser Stream ist circa eine Stunde oder weil es meistens der Stream selber so eine riesen Datei ist, 2 Stunden später von selbst online. Aber ich stehe noch auf nicht gelistet. Sprich, das erscheint nicht in eurer Abo-Box. Dazu, wenn euch das interessiert und ihr möchtet den ganz so schauen, dann könnt ihr den ganz so schauen. Und zwar einfach auf meinen Kanal gehen. Ich kann ja das einmal her tun. Mein Kanal. So. Schauen wir mal, ups. Dann schauen wir mal um. So, das da ist hier mein Kanal. Lalelu. Normalerweise, was übrigens ein neues Fenster ist, für die, die es nicht kennen, das ist unter Uploads, da haben alle Videos drin und nicht bloß die ganzen How-Tos da herum und alles, was ich sonst so mache, das geht irgendwo unter, die haben da herin. Wie zum Beispiel leider ich schleiche mich und der Stream von jetzt gerade übrigens und ich bin mir nicht ganz sicher, ob da auch das Video drin ist von dem Stream quasi. Wenn ich den beende, dann wird eine Videodatei draus gemacht und dann erscheint der da. Dazu habe ich eine Playlist gebaut. Und zwar ist die in der 3. Zeile herunten, die heißt Livestream. Da ist an der linken Seite immer der letzte Livestream dort. Die Videodateien, die dauern aber halt 2 Stunden, 2,5 Stunden, 2 Stunden, 3 Stunden, 3,5 Stunden und so weiter. Da mag ich euch nicht damit auf den Sack gehen, wen das nicht interessiert, ja? Wenn es ist, ihr findet es da in der Playlist. Ich hoffe, dass ihr die Playlist auch seht, beziehungsweise die Videos da drin, wenn ich die auf nicht gelistet setze.
Versteht's mich? Mein Stream ist unten abgeschnitten, glaube ich. Wie, der ist unten abgeschnitten? That doesn't make sense. Ich hau mir jetzt ein Gesichtsentlätschen. Servus, Kameraden. Herr Wimmer, da hast du recht. Hazeman94, habe die Ehre, merci für dein Twitch-Follow. Wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Gasmaus her. Fix nochmal 10. Die Gasmaus, die nimmst du dann, die schützt dann weg und dann schützt du richtiges Bier rein. Und dann passt's. Passt, merci dir für die Erklärung und ja, sieht man. Okay, passt. Der Igel Wunderbist. Ja, der bringt mich heute noch zum Loch irgendwie, ich weiß es nicht. Kruzifix, muss ich spielen muss. Was? Kruzifix, ich bin breit und erfahre gerade, dass ich Musik spielen muss. Was, wie, wo muss ich spielen? Das ist ja Wahnsinn. Kannst du jetzt nicht Musik spielen? Stock finster draußen. Kannst du mal deinen Dutt aufmachen? Nein, natürlich nicht. Ich brauche eine Viertelstunde, bis ich den wieder zusammenbaue. Das der wir nicht. Das der wir nicht. Herr Speedy, Thomas W. grüße dich. Dann weiß ich natürlich, wer du bist. Und der Speedy ist mit Sicherheit der Account von deinem kleinen Bruder. Bin ich da richtig? Bin ich da einigermaßen richtig, Herr Speedy? Bin ich da einigermaßen richtig? Sag's, was ist. Sag's, was ist. Wie wird's denn mit dem Auto preisen? Habe ich auch schon überlegt. Ich weiß bloß nicht, wie ich das in ein Format verbackelt. Soll ich mir jetzt eine aufzwicken oder erst in einer Stunde? Wie weiß jetzt und in einer Stunde? Herr oder Frau Dani Hauser. Weiß ich nicht, man weiß ja nicht, was Dani alles. Dani kann alles sein. Kann alles gleichzeitig sein. Sagst du das, Herr Speedy? Haha! Herr Wazen, dann sagst deine Leute einen schönen Grüß. Allem voran der Claudia. Video auf YouTube, wie Deutsch sich anhört, das dritte, was angezogen wird, das hau ich ganze Zeit nur. Naja, ist wurscht. Steirisch und Bayerisch sind ja schließlich zwar grundsätzlich, ich kapiere überhaupt nichts. Ich kapiere überhaupt nichts. Servus Birgit, Leute, Wurst haut, servus Herr Kautenbleier. Gut schaust aus. Herr Speedy, das weiß ich. Herr Wes, das weiß ich. Ich schaue so gut aus, das ist nicht zum Aushalten. Am liebsten da ich mich selber angreifen. So, Dankeschön für die Hilfe und Daniel. Oh, Hilfe, Herz nach Österreich. Oh, Chris, nach Österreich. Erst einmal. It's Luca Play, ich hab gute Geburtstag gehabt. Ja, das kann ja jeder sagen. Gasmaus ist ja nichts Schlechtes. Das Glasl kannst du wieder verwenden und ein gescheites Bier rein tun. Sechstes, der Erste, der es verstanden hat. Achtung, ich poste euch. Ich poste euch 2 Dinge, poste euch. Hashtag Make Vollbier Great again. Und, noch viel wichtiger, der ist recht lang, den muss man fast hören, damit man gescheit lesen kann. Hashtag saufst, wennst Gasmaus saufst, weilst keine ganze schaffst. Das ist der zweite, den merkt euch gefälligst, meine Herren. Der Hauto-Leberkäse war saugeil. Herr Gschneidinger, das gefreut mich narrisch. Ich hoffe, du hast die anderen auch gesehen. Wenn nicht, dann ab mit dir und schau dir die restlichen auch noch an. Was sind deine Ziele in YouTube? Das ist die erste konstruktive Frage, die nicht lautet, kommst du in irgendein Volksfest? Was ist dein Lieblingsbier? Wo kommst du her? Und das war's eigentlich. Was ist mein Ziel in YouTube? Das beantworte ich gern, wenn das jemand interessiert. Was ist mein Ziel in YouTube? Da gibt's eigentlich kein Ziel. Es kommt auch relativ unvorbereitet, dass wir auf einmal 8.500 Leute sind. Red09, merci für die Abo. Also es kommt echt extrem unerwartet, dass das auf einmal 8.000 oder 8.500 Leute sind. Wie viele Leute sind wir überhaupt? Schauen wir mal nach. Wie viel sind wir? 8.453 Abonnenten. Und der Reste, ihr seid lauter Vollgasnarrische. Aber das haben wir in der letzten Zeit oft genug gehört, das spare ich mir jetzt. Das Ziel habe ich so, um ehrlich zu sein, noch nicht einmal definiert. Weil ich mache das schon echt lang. Und es hat lang gedauert, bis das so eskaliert und bis die Leute herausfinden, dass ich sowas mache und so weiter und so fort und so blablabla. Und auf einmal ist es halt da. Es gibt eigentlich kein Ziel. Mein Ziel ist, es gibt nach oben keine Grenze. Und wir hören auch so schnell nicht mehr auf damit. Und werden diesen Durchstündschiss so lang durchziehen, bis der Letzte die Schnauze so voll hat, dass er sagt, ich bin der größte Vollmonge, der am anläuft, derzen weg. Derzen weg, verrammt halt endlich einmal jemand. So. Marc Singer, wie alt bist du? Ja, das ist die klassische, die 4. Frage, die ich vorher noch vergessen habe. Sag ich nicht. Kann ja jeder umeinander rauen. Irgendwas zwischen 8 und 46.
Was hast du für Hobbys? Das ist auch eine Frage, die so noch nie gestellt worden ist. Ja, für was interessiere ich mich denn sonst außerhalb von dieser YouTube-Kacke? Also in erster Linie ist tatsächlich die Videoschnipslerei ein Hobby. So sehe ich das als Hobby. Ja, ich mache das aus der guten Laune heraus und aus dem Spaß. In den letzten 2 Monaten war es vielleicht auch ein bisschen Arbeit, muss man auch dazu sagen, weil ich mir gedacht habe, jetzt legt mir der liebe Gott das dritte Mal ein virales Video vor die Füße und sagt jetzt, bitte mach halt mal endlich irgendwas aus deinem verkackten YouTube-Kanal und leg dich nicht wieder hier und sag, ja, wird schon passen. Das ist auf alle Fälle einmal ein Hobby. Das allergrößte Hobby ist Zocken. Das heißt, Leute im Internet erschießen, Leute im Internet erschlungen. Da gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Ich spiele alles. Ich spiele alles durch die Bank, bloß keine Konsolenspiele mehr, weil ich mir keine Konsole mehr kaufe, weil ich das eine absolute Frechheit finde, was die in der letzten Zeit abziehen mit dieser Scheiße. So von wegen, du weißt, die 2 Exklusivtitel, da kann ich mir von irgendeinem Kumpel eine scheiß Xbox oder eine scheiß Playstation ausleihen für das eine Spiel, aber ich brauche nicht alle 4 Jahre mir eine neue Konsole kaufen für 500 Euro aufwärts und das ist mir jetzt blöd. Das will ich nicht. Was noch ein ziemlich großes Hobby ist, Moment, da hole ich jetzt einmal schnell was her. Wie der mir das? Ja, jetzt pass auf. Ich bin gespannt, ob das jemand kennt überhaupt. Also es ist so eine richtig nerdige, das ist, wenn ich im Stream ab und zu mir sage, so, ich bin relativ nerdig angehaucht, auch wenn man das so nicht sehen mag und so weiter. Oder merken mag oder wie auch immer. Achtung, ich muss schnell was holen. Weiß jemand, was das ist? Weiß jemand, was das ist? Kann man das überhaupt erkennen? Es ist so unscharf. Machen wir mal so. Es ist so verkackt unscharf, dass ich es da herhalten muss. Zeigt das jemand? Daniel Müller schreibt 40k. Ist es nicht 40k? Ein Viech, Spielzeug, hast du schon mal, hau bei dir schon was gekauft im Lohn. Was, der John Bob hat bei mir was im Lohn gekauft. Ein Plastikviech, das ist ein Viech. Ja, ich seh schon, das führt zu nichts. Oh, hab ich gefallen? Nicht hab ich gefallen. So. So, der Lü. Es muss doch schon einmal jemand was von Warhammer gehört haben, oder? Da ist einer. Manuel Bauer, Warhammer Fantasy. Guter Mann, wenigstens einer hat einen Plan. Der Herr Menhorn schreibt, Tabletop-Zeug halt. Ja, passt. Schaut nach die und die aus. Nein, ist es nicht. Es ist schon Warhammer Fantasy, was es ja nicht mehr gibt in diesem Sinn. Und wenn man so schaut, Moment, da... Dann ist die ganze scheiß Wand voll damit und da oben ist alles voll damit und in dem silbernen Koffer, der da hinten steht, ist alles voll damit und so weiter. Aber das ist was anderes. Spielst du ein Musikinstrument? Ja, nicht mehr, sagen wir es so. Ich sag mal so, ich habe einmal Gitarre gespielt. Und ich kann nicht mehr recht viel. Die haben wir erst vor kurzem ausbackelt und ich kann echt nicht mehr viel. So, ich muss jetzt Musik proben und schleime vielleicht komme ich später noch mehr. Auf alle Fälle habe ich die Ehre, Birger, bis zum nächsten Livestream. Herr Matze, ich sage, habe ich die Ehre, ich komme ja erst in 2-3 Wochen wieder. Aber das merkt ihr dann schon. Aber, weißt, ich verzeihe euch irgendeinen nerdigen Scheißdreck von Warhammer und Viecher zusammenbauen und selber ummalen und den ganzen Scheiß und weißt du und so weiter. Und du hast mich jetzt schon gefreut darauf, dass jemand kennt und sagt, die haben gar nicht schlecht angemalt, weil da wirklich tausende Stunden Arbeit drin stecken. Stattdessen schreiben soll ich, wo liegt der Glurak? Wenn ich als Gluracker so amüsiert, dann stell ich halt das hier. Und ich geh dabei pissen.
Hashtag Klurak TV. So, da können wir dahinter ins Eck. Das ist übrigens ein Geburtstagsgeschenk zu meinem, hätte ich jetzt fast verraten, wie alt das ich bin, von einem, wie sagen wir, von einem sehr guten Freund zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Und er heißt Gnädelsalzer Sepp. So. Das Glurak redet ja gar nicht. Ja, das ist ein Pappglurak. Quasi ein Kackglurak. Oh Gott, ja, das ist genau mein Humor. Sauft das Glurak auch so wie der Bürger. Tja, woher weißt du, dass ich so sauf? Dun, dun, dun. So, irgendwie ist mein Plopschutz locker. Ich mache mal schnell fest dran. Und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor meinem Urlaub mag ich das noch durchziehen. Ich habe was vor mit euch. Das Hauptding, das ist mir vorher eingefallen. Ich weiß auch nicht, warum mir das da auf einmal jetzt einfällt und wir schon aber 5, 6, 7, 8, 9 Livestreams gemacht haben. Und zwar Streambomben. Wir haben die Macht des Streambombens nämlich erreicht. Wir haben 150 Leute noch. Vorher waren wir über 200, ich glaube sogar knapp 220. Das war voll geil. Das ist nämlich mit mir auch gemacht worden. Ich habe gerade angefangen zum Streamen und so weiter und auf einmal hocken halt da 70 Leute erinnert und spammen einen Chat voll und die Reaktion von den Leuten ist halt meistens so geil, dass du halt einen Vogel kriegst. Folgendermaßen werden wir mir das jetzt halt vorbereiten. Ich zünd mir jetzt erst einmal, wenn es die Leute nicht wollen, aber ich habe schon 1,5 Stunden jetzt ausgehalten, nicht zum Rauchen. Das machen wir jetzt folgendermaßen, ich zünd mir jetzt halt einmal eine Zigarette noch. Der Otter Karadolf schreibt, moin zurück. Falls du aus Hamburg kommst, gehört Franken jetzt aus deiner Sicht noch zu Bayern oder nicht? Hashtag Grundsatzdiskussion. Ja, kehrt's. Hast du schon mal was von Wilburg? Nein, habe ich nicht. Was rauchst du? LM rauche ich. Wir machen da mit Sicherheit auf alle Fälle aber keine Werbung für diese Sache. So, machen wir mal die Kamera ein bisschen da. Ja, der Plötze ist aufgewacht und schlägt sie an die Eier und jetzt schlaft er wieder weiter. Alles klar. Meine Damen und Herren, jetzt machen wir mir das folgendermaßen. Ich zähme mir jetzt Zigaretten an. Währenddessen denken wir uns der Plan ist folgender. Ich poste euch einen Twitch-Stream. Wir müssen Make Vollbier Great Again spammen. Das ist schon mal keine schlechte Idee. Also, ich suche auf alle Fälle einen Streamer aus von ist eigentlich vollkommen Banane von was für einem Spiel, wo vielleicht 2, 3 Leute drin sitzen und zuschauen. Ja, das sagt mir. Und wo da, wie soll ich sagen, Stream, wo der schon recht lang tut und so weiter, dass also nicht der jetzt das erste Mal seinen Stream einschaltet und so. Und ich link euch dann und spam euch dann. Herr was? Hat mich sauber gefreut, dass du vorbeischaust. Sag deiner Family einen schönen Gruß und hau dich rein. Hab ich die Ehre und merci. Und dann link euch in den Chat. Ich spam den dann richtig ein, damit ihn jeder sagt. Das war cool, wenn ich das ankündige, dass dann der Chat mal kurz leise ist, bei uns herin zumindest, damit jeder den Link kriegt. Jeder klickt da drauf, das ist der Link dann zu diesem Twitch-Streamer und dann hat halt der, genauso ist es mir auch gegangen, innerhalb von 1 Sekunde, da, wenn alle mitmachen, das war so geil, 150 oder 100 Leute drin und der kennt sich halt keinen Stecker mehr aus. Der sitzt und in dem Channel bei dem dann spammen wir alles voll mit. Freundlich müssen wir auf alle Fälle bleiben. Da sucht man uns jetzt einmal schnell. Was gibt es denn bei Streams für Emojis? Da gibt es doch so ein lila Herzl. Das war geil. So Herzl, Hashtag Make Vollbier Great Again, Herzl. Die Nachricht, die hau ich euch aber mal schnell vorher ein. Jetzt wartet mal schnell. Das war cool. Das wollte ich schon immer mal machen. Und ich hoffe, dass das an die Handys, weil mit Sicherheit ein Haufen Leute da sind, die am Handy schauen. Ich hoffe, dass das da funktioniert, dass ihr im Chat da auf den Link klicken könnt. Und ihr braucht dann, glaube ich, nicht irgendeine Twitch-App oder so einen Scheiß. Ihr braucht was draufdrücken, mit dem Browser drauf geht, das klang überall hin. Und dann spammen wir diesen Chat voll mit. Jetzt pass auf, jetzt muss ich schnell mal selber bei uns ausprobieren, was passiert, wenn ich da so mache. Ja. Das ganz typische Herzl-Symbol. Also, das heißt quasi,
wie nennt man das da unten? Die eckige Klammer auf, also nicht die eckige, die spitze Klammer auf und ein Dreier. Quasi das da. Ich hoffe, dass es in YouTube gesehen wird. Genau, ein Herzl. Und unsere Nachricht soll folgendermaßen ausschauen, damit es auch auffällt. Herzl. Hashtag make Vollbier great again. So. Diese. Ihr sollt nicht mit zu spammen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Machen wir so. So, Hashtag make Vollbier great again. Wir brauchen natürlich nur eine Nachricht, weil die hat mir der damals, was übrigens der Talderer war, einer aus Oberösterreich, aus Tirol, glaube ich, der hat mir gebombt. Das war Herzl, Hashtag Bürgerbomb. Das heißt quasi Bürgerbomb halt einfach. Da machen wir noch hier Bürgerbomb. Und es soll natürlich eine freundliche Nachricht sein. Seid freundlich, sage ich. Bürgerbomb. Guter Stream. Mach weiter so. Herzl. Das kann jetzt ja jeder für sich entscheiden, was er reinhaut. Make Vollbier great again. Oder Bürgerbomb. Was weiß ich. Und. Oder aus Österreich, aus Tirol, glaub ich. Der Bavarian Sepp ist da. Ich bin von den Preisen. Hashtag ich bin von den Preissenjäger. Make Vollbier great again. Make Vollbier great again, ja. Hashtag Bürgerbomb. Das könnt ihr euch selber aussuchen. Was meint ihr, wie sich der Typ oder diejenige, ist mir völlig Banane, gefreut, wenn da auf einmal ein Haufen Leute drin sind. Und seid wirklich freundlich, das war wirklich geil. Also mir sagen immer die Leute nicht ab, wenn der Stream vielleicht scheiße ist, das interessiert uns ja gar nicht. Uns interessiert nur die Reaktion von der Person, die quasi im Durchschnitt das gewohnt ist, wie halt ich auch am Anfang 1, 2, 3, 4, 5 Leute im Stream zum haben und das sind sowieso die Hälfte Kumpels und 1, 2 Fremde, die da gemütteln und auf einmal hocken da 100 Leute drin, die völlig eskalieren. Was meinst du, wie sich der gefreut? Ich mag nur die Goschen filmen. Das war echt lustig. Das machen wir jetzt. So, ich bewege mich jetzt langsam mal auf Twitch. Ich sag das dann vorher ein bisschen dann war es echt cool, wenn ihr in mein Chat, also bei uns da, bei Twitch und vor allem in YouTube, nimmer Bürger macht beim Kranken Bürger. Ja, das wird nicht recht viel interessieren, wenn da 100 Leute mehr drin sind oder weniger. Der Dr. Evolution, hau den Link in Twitch bitte. In Twitch bitte. Ja, sowieso. Ich hab da ein Chatprogramm, das postet das in Twitch und im YouTube-Chat. Ihr müsst dann nur, wenn ich das auch sage, einigermaßen ruhig sein im Chat herin. Dass die Nachrichten nicht alle sofort verschwinden, damit Leute Zeit haben, dann drauf zum Drucken. Dann gehen wir auf die Twitch-Seiten von demjenigen oder derjenigen, warten wir ein bisschen und dann bomb los und dann war es geil. Damit hat das richtig eskaliert. Das war richtig geil. So, jetzt suchen wir mal was. Haben wir Spielevorschläge? In welchem 2 verschiedene Bundesländer, das ist irgendwie wie sagen, Berlin ist in Minge. Das weißt du doch eh nicht. Bürger, bester YouTuber und kriegst dann nochmal Dislikes. Super, was du machst. IBIMS 1 Robin, das gefällt mir narrisch. So, ich habe den Rat befolgt, ich kann schon nichts mehr lesen. Fallout 4, GTA 5, GTA 5. GTA 5 ist gut. Suchen wir mal nach GTA 5 und dann fangen wir von ganz hinten an. Ganz hinten fangen wir an. Also pass auf, da könnt ihr es quasi mitschauen. Jawohl. So, Talderer. Talderer ist übrigens einer von ganz wenigen Follows, die ich immer noch habe. Was echt traurig ist, dem schauen nur 11 Leute zu. Da bin ich echt ein bisschen traurig, das waren damals nämlich mal ein paar hundert. Das ist schade. Was nehmen wir da? Wir müssen erst einmal ein Verzeichnis. Haben wir da ein Verzeichnis? So, da gibt es mit Sicherheit irgendwo GTA 5, jawohl, da haben wir 7000 Zuschauer, 20, alle Kanäle auf Deutsch natürlich. So. Jetzt schauen wir da mal. Bitte ganz wichtig, wenn ihr jetzt da seht, dass ich da jemanden anklicke, macht's da nicht mit, nicht reingehen und gleich schreiben, ich sag schon, welchen Channel das wir machen. Ansonsten macht das keinen Sinn. Da müssen dann so viele Leute rein, wie es geht. Es war echt geil, wenn wir 50, 60, 70 zusammenkriegen, weil sich der Typ keinen Stecker mehr auskennt. So, wir brauchen auf alle Fälle Facecam. Vodcast nicht live. Nicht live, was sind die Scheiße? Wir machten einen Twitch-Livestream nicht live, was soll denn das?
Und warum haben die alle keine Kamera? Jetzt hat einmal eine Kamera. Was soll das? Oh, da ist eine Tussi. Die hat 21 Zuschauer. Bombt man die Tussi? Weiß ich nicht. Schauen wir erstmal kurz einen Stream an. Was ist der Bot? Hast du angegeben, dass sich der Kanal an Erwachsene richtet? Ja, leck mir doch am Arsch. Das ist doch mir wurscht. So, meine Zigaretten verklärt übrigens wieder. Oh, ja genau. Als nächstes machen wir einen Landwirtschaftssimulator. Ja, erst GTA 5 und den nächsten bomben wir im Landwirtschaftssimulator. Ist schon gemein gewesen. So, geht jetzt da einmal ein Stream los. Frau, du hast genau 5 Sekunden Zeit. 1, 2, 3, 4, 5. Hallo. Reload wir noch einmal. Was ist mit dir los, Mann? Eieiei. So. Das ist echt strange. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte einen Chat stoppen. Bei mir. Ich linke euch jetzt diesen Link zu diesem Kanal und dann gehen wir alle, bitte macht's alles, weil es so lustig, ich mag ihr Gesicht sehen. So. Du weißt ja, dass ich weird bin. Was wunderst du dich da? Der Link kommt. Ich spam den jetzt einfach einer. Die heißt Lie to Lex. Ist irgendwie wieder ein komischer Zufall. Da hat es mal Kuppel rausgehört, dass die Lex heißt. So, und erinnert euch an die Nachricht. Herzl, make Vollbier great again. Herzl. Und los geht's. Kackt es voll. Schaut's alle in den Twitch-Stream rein und haut's es voll. Make Vollbier great again. What? Hallo? Gomez? Was? Make Vollbier great again? Ich glaube, ich habe ein paar Biertrinker im Chat. What? Na? Da, der Potato Aim ist einer von den gut. Maßnahme hier, Chat zu lesen und Auto zu fahren oder Bike. Wir haben über 100 Leute in ihrem Chat drin. Voll geil. Hackt's den Chat zu. Schau, wie das Grinsen auskommt. Schau, wie es versucht, ihr Grinsen zu unterdrücken. Na, ihr alle? Alles gut? Schau, sie flippt gar nicht so aus. Wo kommt denn ihr her? Was erwartest du jetzt, Frau? Vielen Dank. Dankeschön für den Host. What up? Alles gut bei dir? Oh mein Gott. Okay. Österreich. Shit. Multikulti und so. Sagt er. Warum ist da ein Mau? Vielen lieben Dank. Wieso fragt's denn nicht, was da los ist? Ist es selbstverständlich, dass wir auf einmal 150 Leute sind, oder was? Von Burger Lex, okay. Okay. Sagt mir gar nichts. Sagt mir wirklich gar nichts. Ja, das soll jetzt mal fragen, warum der das nicht gesagt, Frau. Oh, Carolina. Oh. Zu viele Emojis. Okay. Burger for life. Ich kenne ihn gar nicht. Ich total schlecht, dass ich ihn nicht kenne. Ja, so ist er, Vibe. Sagt ihm Woman. Auf jeden Fall. Dankeschön für den Raid. Schluck trinken? Bene, dankeschön. Ich bin am Schluss für Hashtag Titten raus und dann hauen wir ab. So, meine sehr verehrten Damen. Vielen lieben Dank. Mach Ansage bei ihrem Chat. Ja, die liest er, die kann doch nichts lesen. Mach Twitch bitte lauter, die hört man fast nicht. Was? Klein war das jetzt auch nicht. Jetzt auf mit dem Hashtag Titten, das war ich nicht. Läuft auf jeden Fall bei euch. Und hab ein Bow. Dankeschön. Ja, ne? Titten raus, Alter. Was ist denn mit euch los? Das ist hier nicht Sellout, ne? Holy shit, Mann. Nicht witzig. Titten raus! Was nicht witzig? Auf die witzig? Blacklist schmeißen. Akim! Müssen wir das auf die Blacklist schmeißen? Akim, lass doch Titten! Titten dann voll in Ordnung! Wirklich nicht witzig? Nicht witzig! Ja gut, dann gehen wir halt wieder. Dann steigst du am Hut, du Alte! So. Meine Herren, wir starten unseren zweiten Stream. Meine Damen und Herren, das ist echt lustig.
Das ist auch gut. Das machen wir jetzt nochmal. Aber diesmal. Das ist der best shit ever. So, den nächsten Kanal, ihr könnt alle wieder rausgehen. Geht's alle wieder raus, die hat sich überhaupt nicht gefreut. Die hat überhaupt nicht interagiert, die hat nur da, als was selbstverständlich, weil es eine Tussi ist. Drauf geschissen, könnt's gleich ein Follow, könnt's gleich löschen. Weg damit. Die löscht Tüten in Blacklist. Die behindert oder was? So, wo haben wir? Verzeichnis. Wir haben einen Landwirtschaftssimulator 2017. Saugute Nummer. Best Idea ever. Wo ist denn der Landwirtschaftssimulator? Den später keiner. Warum später nicht keiner? Ja, aber umso lustiger ist. Weil das sind Leute, die brauchen wenig Follower. Ich habe gar nicht geschaut, wie viele Follower das die hat. Vielleicht ist er die es einigermaßen gewohnt, dass da ein Haufen Leute haben. Das ist, weiß ich, der Teufel. So, jetzt passt es Obacht. Wo ist denn der Landwirtschaftssimulator? Dann sucht man heute noch. Das ist The Long Dark, ne, das ist nicht. Wo kann man das suchen? Hallo. Farming Simulator 2009. Möchtest du mich verarschen? Warum? Warum haben da. Was beim Landwirtschaftssimulator, es war jetzt so geil, wenn wir nur einen Bohrischen finden dann. Das war cool. Da suchen wir jetzt einen Bayern. Sagen wir mal nach Bayern. Bayernator. Der Bayernator, der hat aber 47 Zuschauer. Den haben wir nichts. Der Zombie Cranks, der hat 11 Zuschauer. Jetzt pass mir auf, schauen wir zuerst einmal. Irmtrauer, merci für deinen Twitch-Follow. Was soll denn mit der scheiß Werbung, Alter? Tu die Werbung weg. Es nervt. Top Cheer von Master DLX. 110 Dinger, was ist das? 11.000 Views, 9 Follower. Ja, ist relativ aktiv. Zombie Cranks bezeichnet einen bärtigen Bayern, der seine Leidenschaft zum Zocken mit der Welt teilen will. So, den werden wir jetzt nochmal sauber zurbomben. Schauen wir mal, was er sagt. Hören wir mal ein bisschen zu. Währenddessen wäre es cool, dass ihr wieder langsam runterfahrt mit dem Chat, damit ich einen Kanal posten kann, wenn es soweit ist. Und dann da die Song, hack mir ihm voll und Hashtag make Vollbier great again. Wenn es ein richtiger Bayer ist, dann gefreut er sich. Schauen wir mal. So, der Link kommt. Es ist der Zombie Cranks, heißt er. Ich hau einen Link wieder rein. Und eure Aufgabe ist, eine in den Stream und kackt die Bude voll. Los, Leute. Je mehr das mitmachen, desto lustiger ist. Nice. Make voll Bier great again. Alter, wo kommt ihr denn jetzt her? Alter! Nicht Hochdeutsch reden! Verkack's nicht! Nicht verkacken, guter Eye-Cracks! Nicht verkacken, nicht Hochdeutsch reden, oh Himmel! Oh Himmel, nicht Hochdeutsch reden, bitte nicht! Er kennt sie auf alle Fälle nicht mehr aus. Attacke! Zudichten. Schei, du musst da noch schauen, was? Da ist er. Titten raus! Was Titten raus? Cooler Stream, auch weiter so. Dankeschön. Kein Hochdeutsch. Ja, kein Hochdeutsch, Mo! Kann ich auch machen. Ja, freilich kannst du das, ich kann's auch! Ich hab keine Ahnung, wer mich jetzt da gehostet hat, falls es ein Host ist, ne? Ist kein Host, das ist ein Bomb! Das ist ein Biergerbomb! Alle eine schreiben, Hashtag Biergerbomb! Zuschauer. Siehst du mal, ich krieg nichts mit. Geil. Vielen Dank. Nix Host! Aber von wem? Von wem? Warum geht der Alert nicht? Das ist jetzt das Einzige, was mich wundert, ne? Jetzt lass auf geht's! Oi. Hashtag Biergerbomb! Oh, der Huber-Heinz hat einen Follow da lassen. Dankeschön für dein Follow. Das ist voll die Twitch-Seption da geht's voll ab. Alter. 97 wohl eher, 97 bei mir. Wow. Leute, ich bin mal kurz gemutet, ne? Da kommt ein Haus mit fast 100 Leuten rein.
das ist, da geht mir das Herz auf. Da geht mir wirklich das Herz auf. Ich weiß auch nicht, wer der Host da war. Da geht mir wirklich das Herz auf. Das gefällt mir so gut. Es ist so geil. Es ist so geil, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt. Bei mir ist gerade mal 4 Wochen her. Es ist so geil. Ihr seid allesamt die geilsten. Ich kann es nur 100 Mal wieder sagen. Geil. Was Birgit sagt? Bayern! So schaut's aus. Wir sind in Bayern. Ich bin ein Bayer. Nur, ich muss ein wenig Hochdeutsch reden. Na, nix Hochdeutsch reden! Von uns verstehen die bayerische Sprache nicht. Die sind die bayerische Sprache nicht richtig. Na! Dankeschön für den Nicht Hochdeutsch! Was tust du denn? Bürger, der geile Matz. Und die Zombie-Party gerade? Ja, ne? Birgit sagt, du hast mich gehostet. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich weiß nicht, warum kein Alert gekommen ist, Alter. Ist das so lustig? Weißt du, da bleiben wir ruhig mal 5 Minuten länger im Stream. Da bleiben wir ruhig mal 5 Minuten länger da. Also vom Haus. Momentan spielen auf Tippi rum. Das ist echt Nicht Hochdeutsch, gut, dann reden wir halt Bayerisch. Ja, geht doch! Geht doch! Warum das nicht geht? Das ist so ein Haus, das ist ein Bürgerbombe fix. Das ist kein Haus, das ist ein Bürgerbombe fix. Ich dachte jetzt lieben gerne mit dem Typen reden, das war echt lustig. Scheiß auf deine preisten Zuschauer, red Felix Borisch. Jeder, der da ist, versteht die. Der versteht die. Ah. So. Die Hochdeutsch nicht verstehen, sollten sich. Wie geil er aus ist so gut. Das ist so gut, das gefällt mir so gut. Das gefällt mir so gut. Ja, jetzt hat schon, XD-Check, ja, ich bin das nicht dabei. Der hat's dem Typen angefallen und schwappt alle in seinen Channel rein. Schwappt seine, weil er sich freut wie ein nice Schnitzel. Das ist echt cool. Das gefällt mir gut. Langsam aber sicher. Hey, schön wie er gefreut, er ist nur am Grinsen die ganze Zeit. So kann man leider auch frei machen. Geile Nummer. Ja, jetzt weiß er, wie es mir geht. Da hocken auf einmal nämlich 100 Leute herin und auf einmal kannst du nicht mehr aufs Spiel konzentrieren. Also sitzt du nur da und laberst Scheiße. Funktioniert ja auch. So, jetzt machen wir noch einen letzten, suchen wir uns noch aus, und zwar im Landwirtschaftssimulator. Den mag ich sehen. Farming. Ah, da ist er. Farming Simulator 17. Meine sehr verehrten Damen, lasst ihr mal Habitäre da. Wir ziehen mal weiter. Sagt ihr, was gut ist ein geiler auf. Hat mir gut gefallen. Hat auf alle Fälle besser reagiert wie die alte vorher. Die den coolen aushängen lassen wollte. Wer im Schnitt 5 Zuschauer hat und dann 100 auf einmal drin sind und den coolen aushängen lässt, da gehen wir sofort wieder. Und schreiben wir eine Hashtag Tüten raus und gehen wir. Johannes Rotteneichner, merci für dein Abo. So, jetzt pass auf. Jetzt wird geackert. Morgendliche Kaffeepause. Mr. Zogger. Rocket Duck, der dein Brot klaut. Wieso soll er denn mein Brot klauen? Der LPG Bergmann. Ossi unterwegs, fällt der Bock an mit dem Oberst. Die haben alle keine Kamera, Ja, der Kamera. Wer ist er? Schauen wir mal. Hat er noch nicht recht viel Views. Gibt's ja bei mir, hat das alles gemacht da. Haben nicht viele Leute da. Okay, auch nicht schlecht, ja. Wenn es einem gefällt, ne, wenn man sich dabei. Nein. Da sind zwingend. Da müssen doch irgendwo mehrere Leute drin, das gibt's ja nicht. Da 35. Der kriegt einen Schlaganfall, wenn es auf einmal 100 was sind. Ah, das ist alt. Herr Schweighofer, merci für das Abo. Der Clark Gruber, alles fit? Ja, natürlich ist alles fit. So, für alle, die neu gekommen sind, was wir da gerade machen, wir bomben andere Streams. Das heißt, wir suchen uns kleine, etwas kleinere, gerade angefangene Streamer, die vielleicht so 5 oder 10 Zuschauer haben und das im Schnitt. Und ich link euch dann den Channel und dann war es echt geil, wenn so Fame mitmachen, wie es irgendwie geht, weil es ja eben nur dann funktioniert. Dann gehen wir mir alle in den seinen Chat rein und bomben zu mit lila Herzl, also mit dieser Spitzenklammer auf, am Dreier und mit Hashtag Make Vollbier Great Again, Hashtag Bürgerbomb, Hashtag Mach weiter so, geiler Stream, hau die eine, bla bla bla. Das war saugut. Na bitte nicht wieder Leberkass-Semmel. Leberkass-Semmel. Wer mag, kann auch Hashtag Leberkass-Semmel posten. So, wen sucht man uns jetzt aus? Da, Ossi unterwegs. Nein, den nicht.
LPG Bergmann, wir brauchen einen mit Kameramann. Hat 9 Zuschauer, da ist überall keine Kamera, das ist voll kacke. Wer ist denn hier da? Der Hofbergmann mit Seasons Mod. Schauen wir mal, wer er ist. Ist er der Auserwählte? Der dein Brot klaut. Oh ja, er schaut sehr souverän aus, hat 3 Zuschauer, 604 Views insgesamt. Gibt sie relativ viel Mühe da unten, das hat er wahrscheinlich noch nicht so entdeckt, aber es ist ja wurscht. Damals konnte man noch gar kein Online spielen, als ich angefangen habe zu zocken. Der kann von mir reden. Aber auf der PlayStation 2 hat das, glaube ich, kaum einer genutzt. Er redet Hochdeutsch, es hilft nicht, in Bayern werden wir leider nicht mehr finden. Ich dachte damals, weil das kann man online spielen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz kurz, lasst bitte mal kurz einen Chat in Ruhe. Jetzt kommt in ein paar Sekunden, jetzt sind wir jetzt schnell Zigaretten, noch in ein paar Sekunden kommt der Channel. Dann hacken wir alle da rein und dann hier, Chat voll Bomben, Chat voll Bomben, Chat voll Bomben. So, Zigarette, Chat in Ruhe lassen. Ich kann das leider nicht so schnell posten. Und wenn jetzt alle mitmachen, haut euch in den Channel rein und spamt's voll. Ich mag einfach nur sehen, was er tut. C, also. Und es gab halt Need for Speed. Achtung, geht schon bald los. Oh. Werde ich jetzt geradet hier oder was? Ah, er weiß schon, was Raid sein, ist ja langweilig. Herzchen. Oh, ich werde geradet. Ha, mein erster Raid, krass. Cool. Er freut sich zumindest. Er freut sich, ja, mal abwarten. Hackt's voll. Und wenn die Leute fragen, von wem das kommt, dann wechselst du einfach Hashtag Biergerbomb. Das gefällt mir so gut, wenn die Leute nicht wissen, was da sollen. Oh, ihr rastet voll aus. Ja, das ist der Plan, mein Herr. Das ist der Plan, mein Herr. Genau. Was tut denn jetzt? Du kannst doch nicht rausgehen. Bist du blöd im Shell? Oh Gott. Oh, jetzt hat sich einer. Jetzt läuft alles wieder schief. Oh, er ist maßlos überfordert. Alarm. Er ist maßlos überfordert. Spamzen voll! Hashtag Biergerbomb! Hashtag! Ah doch, der ist oben. Titten raus! Guten Stream noch. Weiter so. Dankeschön. Oh, Schau, wie er sich freut. Das ist der geilste Scheiß. Seid's freundlich, sag ich. Seid's freundlich. Ja. Bei mir sind es jetzt 89. Das macht unendlich viel Spaß. Hey, der hat nur 89. Hey, 3-stellige kriegen wir schon zusammen. Bei mir sitzen 200. Haban, Bodu und Huber Heinz, vielen Dank für Follow. Willkommen bei Er kann ja nicht einmal unseren Namen aussprechen. Jetzt geht alles durch. Macht sein Stream kaputt! Oh, 93. Hey, 100 schafft man. Ohne Schwan, bei mir hocken 200 Leute rein, klickt den Link und ich hau da noch mal eine. 100 soll der haben. 100 soll der kriegen. Haut's eine. Nee. Schaut's 3 Sekunden in den Stream eine und scheißt seinen Chat zu mit irgendwas, was weiß ich. Oh, das gefällt mir gut. 91. Schafft man keine 100. Mir schafft man keine 100. Dann muss ich es nochmal. Dann muss das nochmal. Hochdeutsch, doch. Red nicht Hochdeutsch, doch! Okay, er hat verkackt, meine Freunde. Alle einen Chat zu mir. Alle machen einen Chat zu. So. Der mit dem Kurzler, glaube ich. Und Bene und Plattendreher und. So. Jetzt schauen wir mal noch, ob wir noch irgendeinen Bavarian-Menschen finden. Nein. Alle außer aus dem. Red nicht Hochdeutsch. Doch. Das geht mir überhaupt nicht. Hashtag Arschlecken. So. Bayer. Haben wir da. Der Bayer Nator. Nehmen wir mal einen Bayer Nator. Da schaut zwar schon ein bisschen mehr zu, aber der wird auch so im Schnitt über 40, 50 haben. Und wenn da vor mir 100 Leute mehr drin haben, dann wird es mit Sicherheit besser. Schauen wir mal an, was er so macht. Der ein Brot klaut, den wir gleich einmal weg da. Das da brauchen wir jetzt auch nicht. So. Was ist jetzt da? Ist der nicht online oder was? Starte Router neu. Ja, Mr. Bayer Nator, dann werden wir auf die warten müssen. Währenddessen
Währenddessen, auf das warten wir. Lasst bei mir uns Zeit. Vorher noch nicht reingehen. Jetzt mir den gefallen, geht's vorher noch nicht in den Channel rein. Noch nicht zum Bayernator reingehen, auch wenn es den nicht schon auf Twitch findest und so weiter. Währenddessen erkläre ich in Ruhe und Gelassenheit nochmal, was wir mir da deren für alle, die neu dazugekommen haben. Und zwar Streambomben. Streambomben ist echt saulustig. Bin auch bloß drauf gegangen, weil das mir halt auch einmal passiert ist vor 3 Jahren. Und es ist halt ziemlich geil, wenn du da sitzt und streamst schon ewig lang und so weiter. Dann hast du da 5 Leute, bist du das gewohnt und redest mit denen und lalala und alles ist cool. Und auf einmal macht es halt so. Und auf einmal hocken da halt 100 Leute drin. Und alle kacken an Chat zu und lassen Follows da und so weiter. Dann kennen sie die halt nicht aus. Und die Reaktionen sind halt oft göttlich. Manchmal sind sie auf den Arsch, aber dann gehen wir einfach gleich wieder und dann schauen wir, was passiert. Jetzt warten wir, bis der Herr Bayernator wieder online geht und dann schauen wir mal nach, was da los ist. Der hat interessanterweise, wenn ich das so sehe, 41 aktuelle Zuschauer und insgesamt haben sie den Channel 7400 Leute aber bloß angeschaut. Also ganz ehrlich, ich habe in meiner Twitch-Karriere vor 3 Jahren habe ich im Schnitt so 5 bis 10 Zuschauer gehabt und weit über 10.000 Leute haben sie an Stream angeschaut. Also das ist irgendwie nie gewachsen. Keine Ahnung, was tut denn der überhaupt? Road to Level 30, 12 Hours, Ranked Clash Royale, später Grand Challenge. Ich weiß gar nicht, was der überhaupt spielt. Keine Ahnung. Vielleicht ist es ein sicheres Lückenspiel, dass du da Like kriegst. War bei mir auch ab und zu so, dass wenn ich so Lückenspiele gespielt habe, da haben immer die meisten Leute zugeschaut irgendwie. Ja, ist ja wurscht. Auf alle Fälle, Streambomben macht Spaß. Der hat einen Nightbot installiert, der ist auf alle Fälle skilled, der Typ skilled, er ist high skilled. Mal schauen, ob wir den seinen Channel auseinandernehmen können. Müssen wir uns noch ein bisschen kurz gedulden, der schreibt gerade, startet die Router neu, Telekom, fuck my life. Das kenne ich irgendwoher, ist mir letzte Woche auch so gegangen. Erst einmal an dieser Stelle habe ich die Ehre an alle, die noch dazugekommen sind. Ich sag das nachher auch, kurz bevor wir reingehen, dann hört ihr bei mir bitte auf, in den Chat eine zum Schreiben, so gut wie es geht, weil dann link ich euch den Twitch-Kanal von da eine. Und dann könnt ihr draufklicken und je mehr Leute das mitmachen, desto geiler wird's. Weil der kennt sich halt keinen Stecker mehr aus, wenn auf einmal so viele Leute da sind und der Chat eskaliert. Und ich mag halt einfach nur die Reaktionen sehen, und ich weiß ganz genau, wie es dem geht, wenn auf einmal so viele Leute da sind. Das ist halt einfach geil. Ein bisschen Freude verteilen, ein bisschen Freude verteilen, ne? Der Dr. X, wo laberst du Penner? Ich weiß nicht, ich verstehe dich nicht. Hashtag hau mal was in die Lätschen. Servus, der Tryhard, habe die Ehre, ich hab jetzt Soundcloud. Das ist nicht schlecht. Herr Paul, das ist nicht schlecht. Ihr erinnert mich schon noch, Tu dich nicht, Obi. Wenn wir einen Bürger nur zuspammen, zum Schluss, nein, nicht mit zuspammen. Ich will sowieso immer instant zuspammen. Die sitzt mir her, bam, heute war es wirklich das krasseste ever. Heute haben wir nämlich über 200 Leute drin gehabt. Das erste Mal, der Peak war bei 220 Leute im Stream. Völlig verrückter Scheißdreck. Herr Stockinger, merci für die Abo. Jetzt, wenn sich der da nicht bald umtut, dass er sein geschissener Router neu startet, dann krieg ich einen Schlaganfall. Was der mir dabei? Außer mit den Nipf. A lieber Kasimel, a lieber Kasimel. Der Filtnell schreibt, habe die Ehre, habe die Ehre. An alle, die gerade noch dazugekommen sind. Was haben wir da? Hab auch schon 5 Tracks um. Mr. Paul, da schickst du mir per Facebook noch einmal deinen Link, bitteschön. Tu deine Datteln raus, du Mistmatz. Der Klorgrüber lässt aber da, merci du. Hashtag Vollspam. So, ja, das ist eine gute Frage, Leo. Was haben wir dabei? Der COC-Zocker, habe die Ehre. Halbe aufzwicken. Richtig. Halbe aufzwicken. Ich habe noch leider keine Halbe nicht da. Ich darf auch keine Halbe im Stream nicht trinken. Das ist ein bisschen traurig. Wenn du mal in der Oberpfalz bist, kommst du auf ein Münster, auf eine Halbe und eine Warme. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Mark Crooks, merci für dein Twitch-Follow. Ja. Er hat auf alle Fälle so Bayern Zeit. Sag mal, dass es nicht mehr bohrische Streamer gibt, die irgendwas mit Bayern nennen. Wie soll man euch finden? Zombie Crames, der Birger zockt ist bohrisch. Der Bay-Riffer, oder? Aber der 1004, der Loch drüber, wenn man mir bomben. Was haben wir noch? Bayern ist, Bayern. Es gibt bloß 2 Bayern. Bavaria gibt's auch gar nichts. Keine Ahnung. Wie schaut's denn bei den Österreicher aus? Österreich.
Österreich. Der Whitey Dude, oder was? Ja, ich weiß auch nicht. Da müssen wir gedulden auf dem Bayernator. Ansonsten nehmen wir wieder irgendjemanden. Natürlich ist es lustiger bei bohrische Leute. Ich möchte ja bohrische Leute supporten. Vielleicht ist auch der eine oder andere dabei, der was kann. Der Borzenkini. Merci für den Twitch-Follow. Der Tuba-Clown. Habe die. Wir waren jetzt mit einem YouTube-Video. Mit was für einem YouTube-Video? Wie Deutsch sich anhört. Der Scheiß ist super. Wie Deutsch sie anhören soll. Das müssen wir mal. Grommer, merci für den Twitch-Follow. Schenker Bier in der Apfelschorle-Flasche. Nein, ja, habe ich auch schon überlegt. Oder ich stecke einfach einen Säcki drüber. Austria, probier mal. Ja, das macht Sinn. Das macht durchaus Sinn. Austria. Ah, da haben wir was. The Bear 4 Kyoto. Was ist denn das alles? Assassin aus Gaming. Australia. Na, Australia brauchen wir nicht. The Bandage Bandit, ne, Australian, England. Weißt du, er nimmt halt Australia anstatt Austria. Das ist ein bisschen Scheißen. Hashtag how to chatbomb. Beppo, geh, habe ich auch gewusst. Suchen wir das Video, Bier anzapfen, extrem erfolglos. Das mag ich gar nicht sehen. Was tut denn jetzt, was hier könnt ihr mich kostenpflichtig abonnieren? Wer zum fucking Henker möchten, wieso schreibe ich kostenpflichtig abonnieren da hier? Was ist denn das für Kass? Das würde mich sehr freuen und das würde mich sehr freuen und das würde mir sehr, sehr helfen. Achso, ja, das macht schon Sinn. Disconnect, Internet ist down. Oh man, Bayernator. Und vor deiner Haustür stehen 100 Leute, die jetzt deinen Chat gerade bomben wollten. Das ist wirklich ärgerlich. Das ist wirklich fucking ärgerlich. Das ist schade. Da bin ich traurig. Wir wasen, wenn wir einen Talderer bomben. Der mich bombt hat vor 3 Jahren. Ob er sich da noch daran erinnern kann? Das machen wir jetzt nicht. Meine Herren, schauen wir mal, was der Talderer treibt. Nur treibt. Müssen wir uns jetzt die Werbung wieder zum 180. Mal anschauen. Und dann schalten wir um. Jetzt bei so Wacht. Schauen wir erst mal, was er tut. 16 Leute schauen ihm zu, er hat über 500.000 Views auf seinem Kanal. Er macht wahrscheinlich gerade seinen Creative-Scheiß, der macht so Leatherworking, das heißt so Lederzeug ausstanzen und so weiter. Eigentlich ziemlich geiler Scheiß. Und groß ist er geworden mit Daisy. Daisy ist aber leider tot und wahrscheinlich ist deswegen in seinem Channel nicht mehr ganz so viel los. Und vielleicht erinnert er sich noch an mich, das war echt geil. Das war halt ein schöner Abgang. Mit der Bitte, seid freundlich zu ihm. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ich hau euch jetzt dann einen Twitch-Kanal in den Chat rein. Es war geil, wenn so viel mitmachen, wie es noch gerade irgendwie geht. Dann gehen wir alle in seinen Channel rein und bomben ihn zu. Aber das mal mit was anderem. Mit Hashtag Bürgerbomb, Bindestrich. Und schreiben wir eine. Bürger vergisst nicht. Hashtag Bürgerbomb, Bindestrich und Bürger, lass mich überlegen, Bürger dankt und Bürger vergisst nicht. Genau, Bürger dankt, Bürger vergisst nicht. So haben wir es eine. Mit lila Herzl, auf alle Fälle lila Herzl, weil das hat er auch gemacht. Und es war eine ziemlich geile Nummer. Das war wirklich Hashtag Back to the Roots. Genau. da hat er recht, der Flo. Das war cool. Und jetzt schauen wir mal, was er so treibt. Oh, er hat sehr relaxte Musik. Ich weiß jetzt auch nicht. Oh, ne? Er unterhält sich ja gar nicht mit dem Stream vielleicht. Also hoffentlich kriegt er es mit, weil sonst kriege ich einen Vogel. Jetzt pass auf. Fahrt kurz einen Chat aber in YouTube bitte, damit ich einen Link posten kann, damit jeder draufdrücken kann. Haut euch in den Chat rein und der Bürger dankt und Bürger vergisst nicht. Ich bin so gespannt, mich interessiert so sehr, was ich da noch erinnern kann. Das war echt lustig. Schauen wir mal. Achtung, der Twitch-Channel kennt. Er heißt übrigens Talderer. Falls ihn jemand so suchen muss oder nicht klicken kann oder was auch immer. Bürger dankt, Bürger vergisst nicht. Hashtag Bürgerbomb. Schaut er noch. Haut es ihm rein. Bitte, der hat mir den gefallen und kriegen wir über 100 Leute rein. Das war so gut.
Ich mir jetzt sagen, was wir. Jetzt schau dir nicht mehr. Du sollst schauen. Talderer, du Nudel. Talderer. Talderer, guck denn. Du musst gucken. Schau heute Kamera, was tust denn? Burgerbomb. What the heck? Bitte erinnert dich dran. Bitte, bitte, bitte. Das war so gut, das war so gut. Ich geradet hier. What the hell? Vielen, vielen lieben Dank, Leute. Dankeschön, Burger. Ich glaube, ihr erinnert sich nicht mehr, oder? Gut, was weiß ich. Dank, Burger vergisst nicht. Vielen, vielen lieben Dank, Leute. Freut mich. Dankeschön. Jawohl, wir haben 110 Leute. Ihr seid die geilsten auf Sehr die maximal. anderen. Voll geil, voll geil, voll geil. Aber ihr weißt, der gefreut sich ja nicht mehr drüber. Vielen Dank. Es ist schade und ihr erinnert sich ja nicht mehr. Da bin ich jetzt ein bisschen traurig. Da bin ich ein bisschen traurig. Schade. Ja, Burger. Jetzt war mir einen Gefallen und wechselst die Nachricht von, macht's ein Herzl. Erinnerst du dich noch? Fragezeichen, Herzl. Vielen lieben Dank, Leute. Das war mir wichtig, mich interessiert, ob er sich noch erinnert. Ob wir das rauskriegen. Weil wenn ich jetzt da Nachricht dazwischen reinkackt, ist gespannt kein Mensch nicht. Aber jetzt sieht man das Gold. Mit Schwarz. Ja klar, erinnere ich mich noch. Haha, ja, das sagt er jetzt so, das sagt er jetzt so. Wenn jetzt noch was kommt, was stimmt. Ich bin alt, aber nicht vergesslich. Da geht mir das Herz auf. Da geht mir das Herz auf. Das ist so Vielen schön. Dank, Leute. Das ist so schön. Das ist so schön. Voll geil. Whitey nice. Passt. Passt, das habe ich da lassen müssen. Das habe ich da lassen müssen. Gasmaß vernichten, Bürger dankt und Bürger vergisst nicht. So muss das sein. Hashtag Bürger Army. So, ja, er ist so gelassen. Das war damals schon. Vielen Das Dank, war Leute. damals vor 3 Jahren schon. Er ist ein guter Kerl. Er ist ein guter Kerl. Sehr gute Sache. Machen wir wieder zu. Machen wir wieder Make zu. full beer great again. Make full beer great again. Ich mache Sehr hier schön. gerade eine Händehülle. Ach, er macht eine Handyhülle aus Leder. Es wird eine klappbare Händehülle, wem es interessiert. Jetzt ruhig zuhören. Guter Kerl, der Mann. Guter Kerl, der Mann. So, machen wir wieder zu. Und jetzt ist Ruhe. Dreimal muss gelangen. Die erste Tussi war eine arrogante Scheißhausen-Natter. Der andere, da haben wir einen Bayern gefunden mit einem Vollbart, der hat sich überhaupt nicht auskennt, der war lustig. Und beim Talderer hat sie sich einfach gehört. Das ist auf alle Fälle einmal ein Streaming-Programm, das können wir öfter durchziehen. Und es wird umso geiler, umso mehr Leute, das da sind. Das ist, da filmt man schon einmal, da filmt man schon einmal, da filmt man schon einmal jemanden. Das ist eine gute Sache. Das ist wirklich eine geschmeidige Sache. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Wer ist noch da? Möchtest du jetzt wirklich einen Gronk? Wie viele Leute schauen beim Gronk zu? 100. Hä? Möchtest du einen Gronk bomben? Im Ernst jetzt? Der lacht doch bloß. Der kickt uns alle, weil es im Prinzip schon fast Eigenwerbung ist. Schauen wir mal, was er sagt. Schauen wir mal, was er sagt. Wo ist er? Kann man den überhaupt? Gibt es einen Gronk überhaupt? Ja, hinter dem schauen 9000 Leute zu. Es interessiert doch den einen Scheißdreck. Es gibt eigentlich nur. Es gibt eigentlich momentan Schauen wir nur mal. Prey, was auf Halde liegt und jetzt auch Fallout seit 2-3 Tagen, weil wir so viele Previews haben und bla bla bla. Die Stimme ist aber verzögert. Nein, die Stimme ist hier wirklich 1:1. Momentan liegt eigentlich nur Prey auf. Dann machen wir draus Hashtag Birger Minibomb. Machen wir Hashtag Birger Minibomb. Bomben. Da jetzt kommt im Chat der Dings, wer einen Gronk nicht selber findet, was mir ein völliges Rätsel war. Scheiß drauf, haut euch zum Gronk rein und scheißt zu mit Birger Minibomb. Und lila Herzl, die wollen wir haben. Schauen wir mal, ob es überhaupt registriert, das darf mich interessieren. Der wird doch alle 5 Sekunden bombt, wenn du mich fragst, oder? Aber das kommt mir komisch vor, wenn ich das sage, weil jetzt haben wir den Pakt mit dem Teufel. So, das sage ich aber nicht, weil wir bezahlt werden, sondern der Pakt ist entstanden aus Überzeugung, nicht umgekehrt. Oh, die lila Herzl gingen bei ihm nicht. Auch die vielen Dank, Muri. Schauen wir mal. Reizt sich GTA gar nicht.
Doch schon, aber das haben wir doch schon Ewigkeiten gespielt. Also GTA 5 haben wir komplett durchgespielt, GTA Online haben wir auch lange Das registriert er halt gar nicht. So. Ihr müsst halt Vollbomben! Vollbomben! Hashtag Bürger-Mini-Bomb! Hast du Lust, Slime Rancher zu spielen? Haben wir schon gemacht im Stream. Kackt's den Chat voll! Zweimal, glaube ich, gespielt. Der Lurchmusi. 5 Monate. Ich möchte gar nicht wissen. Das geht so dermaßen unter, ist das krass. Das Problem ist, ich kann 10 Let's Plays parallel laufen haben, von 10 verschiedenen Spielen und es sind trotzdem so viele Kommentare, wann kommt, was ist mit, wann kommt. Ich kann mich zerreißen, ich kann mich kaputt machen. Ich kann mich in die Klinik. Ja, das ist sauberz krass. Das ist sauberz krass. Und es ist einfach nie genug. Das ist furchtbar geworden. Das ist auch ganz furchtbar geworden. Sauberz krass. Ja, also der Gronky, da müssen wir jetzt haben wir was. Vorher hat irgendjemand hat vorher gefragt, was ist dein YouTube-Ziel? Mein YouTube-Ziel ab sofort ist, dass man mir dass die Hashtag Bürger Army, so nennen wir es. Nein, nicht Army, so nennen sie jeder. Hashtag Bürger Squad. So groß wird und dass wir irgendwann in dem Livestream so viele Leute sind, dass man Gronk bomben können, dass er es registriert. Dass er nur ein Wort dazu sagt, zu dieser irgendwas Bombe oder so. Das ist der Plan. Dazu müssen wir auch noch ein paar hundert mehr Leute werden. Da ist er noch, wie soll ich sagen, da ist er noch viel weit genug hin. Das war natürlich der geilste Scheiß ever. Das, wenn passiert, meine Damen und Herren, dann habe ich alles erreicht. Dann können wir uns gemütlich zurücklehnen und dann war's es. Vollbier-Squad! Bürgers Vollbier-Squad! Damit ist er gegründet. Der Bürger Vollbier-Squad. So schaut er aus. Und nicht anders. Hashtag Bürger Vollbier Squad. Bürgers mit S. Bürgers Vollbier. Bürgers Vollbier Squad. Das ist ein guter Name. Den werden wir sofort eintragen lassen. Hashtag Bürgers Vollbier Squad. Wunderschön. So nehmen dann. Jawohl. Leo hat mir narrisch gefällt, dass du vorbeigeschaut hast. Ich habe mir jetzt voll beim Putzen. Recht hast. Ist ja schon wieder 3:05, der Stream läuft schon 2 Stunden, 10 Minuten. Es ist echt, heute hat's echt narrisch viel Spaß gemacht. Das war echt lustig. Das mit den Bomben, das ist eine coole Idee. Vielleicht fallen uns da in Zukunft mit Sicherheit einen Haufen Sachen ein. Weil der Oliver V gerade schreibt, macht das in YouTube. Ja, also vielleicht kann man ja einmal aus den Streams so eine Montage zusammenschneiden mit den besten Momente und so weiter. Das kriegen wir mit Sicherheit einmal hin. Für alle, die das interessiert, den Chat vielleicht nicht ganz mitverfolgt haben, die können sich das nachher natürlich anschauen. Ihr findet das allerdings nicht in einer Abo-Listen, sondern auf meiner Kanalseite. Da gibt es so eine Playlist, die ist relativ weit unten. Ich glaube, die 4. oder so oder die 3. mit den vergangenen Livestreams. Da ist es dann 2 Stunden, nachdem ich offline bin, wird es von YouTube verarbeitet und ist dann dort. Simi619, Bürger, kannst du mir bitte grüßen? Na, selbstverständlich kann ich das. Habe die Ehre. Simi. Mario28 schreibt. Was schreibt er? Mario, kannst du mal ein Mischgetränke machen? Das war so geil. Dann kannst du antworten. Please, merci, du Radler trinken. Ich bin tatsächlich gewillt, Mischgetränke in mein Programm aufzunehmen. Mr. Mario, selbstverständlich kann ich dir erwähnen. Mischgetränke ist der Plan und kommt schon irgendwann einmal. Bis dahin, Mischgetränke, bin ich mir nur noch nicht sicher, ob ich euch das wirklich nachbringen möchte, wie man Bier tatsächlich mischt. Vielleicht in Phase 1 und in Phase 2 und in Phase 3 werden wir dann sauber einführen. Hashtag Bürgers Vollbier Squad. Make Vollbier great again. Saufst du bloß ein Gasmaß, weil du kein Ganze nicht schaffst. Wie lange ich noch stream? Wahrscheinlich nicht mehr allzu lange, aber ich bin jetzt, es macht schon noch Laune. So ist es nicht, deswegen bin ich schon noch ein wenig da. Meine sehr verehrten Damen und Herren. 3:45. Jetzt muss ich mal schnell in den Discord reinschauen, ob der Kumpel schon da ist. Jawohl, mit dem wird nachher nämlich. Hoppala, noch was zockt. Crafter TV, kennen Bavaria Blogger.
Und der Bavarian Blogger macht einen markanten Fehler. Er versteckt die lustigste Person in seinem Umkreis hinter der Kamera, nämlich sein kleiner Bruder. Ich habe mir ein Video angeschaut, da wo sie alle so schmerzen, was er tut und so weiter und so fort. Und was natürlich. Ich habe so viel lachen müssen, weil er halt einfach da hockt so und schaut so. Ja. Ich sitze halt hinter der Kamera. Da habe ich schon lachen müssen. Und ihr seid lauter Lappen. Da hab ich rauchen müssen. Weil ich gerade rauchen lese. Kann ich noch schnell eine Rauchen gehen? Freilich kannst du noch eine Rauchen gehen, Mr. WoW Raider. Ich rauche ja auch schon die ganze Zeit da. An der Seite hinter aussehen. Wo fährst du in Urlaub hin, Birger? Herr Wiesmeier, ich fahr nirgendwo hin in Urlaub. Ich werde, sobald da mal draußen das Ringen aufhören wird und mal wieder warm wird, werde ich mal gepflegt meinen Urlaub an der Isar verbringen und ein Bier lesen. So wie ich das in meinem letzten Video tatsächlich auch angekündigt habe. Klingt vollkommen behindert, ist vielleicht auch, ist mir aber scheißegal, ich mach's trotzdem. Um mal maximal weit von dem Kasten da wegzukommen. Ich mag noch mehr bomben. Nein, jetzt bombt man nichts mehr. Jetzt ist er Ruhe. Beim nächsten Mal haben vielleicht mehrere bohrische Leute online. Wenig gerne mal, was ich gesehen habe, ich bin mir nicht sicher, ob er das vielleicht ein bisschen nachmacht oder so, weil vorher hat er es nämlich auch nicht da. Der Krimper. Kennt ihr einen Krimper? Ich weiß nicht. Ist er völlig Banane. Macht jetzt auch Livestreams. Neben seine Let's Plays und so weiter, mit denen er eigentlich groß werden möchte und eigentlich schauen die Leute nur seine Spongebob-Synchros an, die er wahrscheinlich auch nicht ganz sich nicht abgeschaut hat, sondern die macht halt der Vollgerät schon länger. Und streamen tut er jetzt auch. Und da darf mich mal interessieren, den zum Bomben. Das war lustig. Das möchte ich machen. Das darf mir Spaß machen. Und da müssten wir dann unsere Hashtag Make Vollbier Great Again oder Birgers Vollbier Squad, das müssen wir da lassen. Die müssen wir einhauen. Das war eine Sache. Das hat mir gut gefallen. Ich spähe mir die ganze Zeit mit dem scheiß Ding da vor meiner Nase. Derzeit hat mir das weg jetzt da. Der Jockel 88 schreibt, schöne Grüße aus Franken. Ich schrei. Schöne Grüße nach Franken. Der Birgerbomb How to Zeugelabend. Zeugelabend? Was ist das? Fail Gamer HD, kann ich VIP? Ich weiß gar nicht, wie kannst du VIP? Ja, da überweist mir jetzt 1000 auf mein Konto. Dann bist du so dermaßen VIP, Alter, dass du sagst, leck mich am Arsch, ist der VIP. Nein, natürlich nicht. Also nicht, natürlich überweist du nicht. Dingsbums. Servus Birger, weißt du, was der 1080 ist? Ja, das weiß ich. War ich aber ganz dankbar, wenn das so bleibt, dass das bloß ich weiß. Wie alt bist du, Birger? Das wird so oft gefragt, das sage ich nicht. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Irgendwas zwischen 12 und 46. Kennst du kein Zeugel? Also ich kenne Zeugel schon. Ich kenne das halt als Zeug. Als das hochdeutsche Wort dafür ist Zeug. So übersetze ich für mich das. Wenn du was Bestimmtes weißt, dann weiß ich nicht. Der Herr Schweighofer will einen Joint. Er muss da einen holen. Kennst du einen Burdepp? Nein, den kenne ich nicht. Birger Crew schreibt, er ist über 30. Das weiß man nicht. Was? How to Wiener? Was ist denn How to Wiener? Meinst du die Wiener? Die zum Essen? Oder die Person, die da wohnt? Was? Der dein Brot klaut, hat geschrieben. Wo hat er geschrieben? Was hat er geschrieben? Wo? Wer? Wo? Kannst du lesen. Der Typ ist live. Was? Der Typ, der ist. Was? Der LS-Livestream war da. Was hat er denn da? Was hat er denn geschrieben? Ich kann es nicht lesen. Ich kann es nicht lesen vor lauter YouTube. Der Wilmer ist wieder da. WP. Oh, der Plötze wird wach. Aus ist, Achtung. Plötze, schau. Flötzel. Ja. Der Strobel. Herr Strobel schreibt Grüße aus Österreich, Grüße nach Österreich. How to bohrische Kich. Oh, ja, das ist gar nicht so schlecht. Zeugel ist eine Biersorten, die nur zu bestimmten Saisons in Privatbrauereien gebraut werden und das ist halt eher ein wenig ein dunkles Bier. Aha. Habe ich gern Schnackel. Wir haben eine offizielle Birger Vollbier-Squad-Flagge. How to Stammtisch. Das wird verpackelt in How to Wirtshaus. Herr Sattelberger, freilich grüßen wir die. Habe die Ehre.
Danke für den Raid, hat er geschrieben. Ja, immer gerne doch. Falls er noch da ist, grüß an den, der dein Brot klaut. Aber das nächste Mal muss Boris schmerzen, weil sonst bleiben wir nicht länger. Da bleiben wir nicht länger. Ach, ein Zwickelbier. Ja, Zwickelbier kenne ich schon. Was weiß nicht, dass das Zeugel heißt. Zeugel. Kenn ich nicht, weiß ich nicht, hab ich noch nicht gehört. Wenn du da mal ein Postfach aufmachst, schicke ich dir mal ein Zeugel zu. Ich kann doch ein Postfach aufmachen. Das... Plötzlich, was ist denn der Plan? Einmal umdrehen, weiter schlafen, oder wie? Schon, gell? Ja. Der Herr Henberger, bin wieder da, bitte mach den Stream noch ein wenig, bist der Beste. Biste bin ich schon noch da. Aber um ehrlich zu sein, nicht mehr allzu lang, weil jetzt haben wir schon wieder 2,5 Stunden auf der Uhr. Ich werde schon wieder langsam, aber sicher wie ich heißer. Anstrengender Shit. Das ist wirklich, man meint wirklich, das ist aber das Geilste, wenn irgendwelchen fetten, also wirklich fette YouTuber oder fette Streamer jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder manche sogar mehrmals am Tag Videos aushauen, noch und nöcher, und dann kommen diese typischen neidigen Typen, die dann drunter schreiben so, ja, die Scheiße kann ich auch, mich vor der Kamera sitzen, ein bisschen an Dreck labern und krieg Geld dafür, das ist das Letzte. Aber da ist so viel Arbeit dahinter, die niemand sagt, und natürlich 95% der Leute wertschätzen, weil sonst war derjenige nicht so groß und bekannt und Dings. Aber diese geilen, neidigen Teufel, die dann drunter schreiben, der Scheiß, da muss ich jetzt mal lachen, da muss ich so viel schmunzeln. Das gefällt mir so gut. Das gefällt mir so gut. Da steckt wirklich verkackt viel Arbeit dahinter. Hinter Videos natürlich mehr als hinterm Streamen. Das ist eh klar, aber hinterm Streamen steckt sehr viel Geduld. Sehr viel Geduld. Dass du so groß wirst. Aber ein YouTube-Kanal, der jeden Tag Videos aushaut, holla die Waldfee, das ist wirklich, das ist seine Arbeit. Das ist im Prinzip, als dass du in einer Internetagentur arbeiten und dass du für andere Leute Videos machen, du machst es halt für da. Naja. Was deine Katzen heißen? Jackie und Cola. Ich habe mal 2 Ratzen gehabt, die haben Mr. Hyde und Dr. Jekyll geheißen. Das ist alles, was ich noch weiß. Schöne Grüße aus Wurmansquick. Das Wort erheitert mich jedes Mal wieder. Jedes Mal erheitert es mich wieder. Grüß einen Schweinsbraten, bitte. Wieso soll ich einen Schweinsbraten grüßen? Einen Schweinsbraten grüßt man nicht, den frisst man. Aber nur, wenn nicht Mann gemacht hat. Nur, wenn nicht Mann gemacht hat. Der andere Schweinsbraten zählt nicht. Der zählt nicht. Der Corbo schickt eine Anfrage in Steam. Ja, ich habe so viele fucking Anfragen in Steam, dass ich schon überhaupt keinen Plan mehr habe, wer ist und warum und sowieso. Wie lange musst du für ein Video arbeiten, dass es hochgeladen wird? Merci fürs Erwähnen. Mario 28 ist einmal tatsächlich eine ernstzunehmende Frage und nicht aber derselbe Standard-Scheißdreck. Wo kommst du her, was trinkst für Bier und mach einmal How to XY? Das ist, ich habe das versucht einmal zusammenzumachen, das ist natürlich schon immer wieder unterschiedlich, aber ich sage jetzt einmal, für 1 Minuten im Video stecken zwischen 2,5 und 4 Stunden Arbeit dahinter. Klingt völlig verrückt, ist aber tatsächlich so. Vom Schreiben, vom Aufnehmen, vom Animieren, vom Durchschauen, vom Zuschneiden, vom Ausschneiden, vom schlechten Scheiß und. Es dauert halt so. Und ich gebe mir wirklich Mühe, dass es ein einigermaßen das Level beibehält. Und immer einer, mindestens, wenn eine Person lacht, hat sie sich orientiert. Und ich glaube, dass man das bis, ich meine, die Kommentare und der ständige Zuwachs von Leuten, die sich den Scheiß so schauen, vor allem die How-To-Sachen, sagt ja im Prinzip, ja, es passt schon soweit. Und das Level bleibt nur einigermaßen. Beim letzten war ich mir nicht ganz sicher, bei How-To-Blows-Musik war ich mir nicht ganz sicher, ob die Leute nicht sagen, okay, jetzt dreht er vollkommen durch, das ist scheiße, ich hau ab. Das Gegenteil ist wieder mal passiert. Ich glaube, innerhalb von 2 Tagen, schauen wir mal, haben sie sich über 10.000 Leute angeschaut. Völliger Irrsinn. Passt schon. Für How to Blows muss ich rechnen, es halt einmal 3 Minuten dauert das Video, rechnen es halt einmal 6 bis 8 Stunden Arbeit. Mindestens. Natürlich wie mit jedem Video schneller und schneller und schneller. Herr Sattelberger, machst du morgen einen Stream? Nein! Was das ja übrigens eigentlich für Stream ist, für jeden, der es nicht weiß, der schaut sich jetzt mal schnell mein letztes Video, da kündige ich das so. Das heißt übrigens so, mir gelangt's, ich schleich mich. Ja? Natürlich bin ich ja alte Clickbait-Bitch.
Und natürlich schleiche ich mich nicht, aber ich schleiche mich in Urlaub. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin die nächsten mindestens die nächsten 2 Wochen nicht da. Der Plan ist, so weit wie möglich von dem Kasten weg sein. Das ist der einzige Urlaub, den ich mit meiner Freundin gemeinsam habe. Deswegen möchte ich weg von dem Kasten. Und deswegen werde ich mal keine Kommentare beantworten. Weder auf Facebook, noch bei Steam, noch bei was weiß ich wo. Es wird nichts Neues kommen. Natürlich werden mir im Urlaub neue Sachen einfallen. So, kommt jetzt der Plötzbert daher. Plötzbert, was tust du denn? Was tust du denn? Was magst du? Magst du da mal reinschnurren? Magst du meinen Schuh sein lassen? Hm? Was tust du denn? Hm? Ja. Das ist ab 18, du darfst den Arschloch da nicht in die Kamera einhalten. Was tust du denn? Möchtest du jetzt da herlegen? Sag, Katzen haben irgendwie die Angewohnheit, über den maximal beschissensten... Cat, what you doing? Ja, du bist Schmein. Ja, Schmein mag ich, gell? Schmein. Er mag so viel Schmein. Jetzt ist er wach, gell? Also muss jetzt mal ein bisschen schauen. So. Schöne Grüße aus Amsberg. Schöne Grüße nach Amsberg. Du hättest nicht dein Arschloch an dem Mikrofon rein, Mann. Was tust du denn? Das blöd im Schild. Ja, er ist ein bisschen schlaftrunken, der gute Mann. Welcher Oma macht die blöden Fleischpflanzen? Was? Welcher Oma macht die besten Fleischpflanzen? Meine Oma macht die besten Fleischpflanzen. Ich muss den Plopschutz so wieder her. So. Schaust du 9gag an? Möchtest du ein paar Dank-Memes? Natürlich schaue ich 9gag an. 90% meines Humors basieren auf 9gag. Wobei 9gag schon mal besser war, muss ich ganz ehrlich zugeben. Bürger, pass auf, wenn's an der Isar bist, pass bloß auf die Isar preisen auf. Ja, die haben alle im Minge. Das passt schon. Nicht bei uns da unten. So, Freunde der Nacht. Ich hau mir jetzt noch Zigaretten im Pfutzen. Und eigentlich ist ja das war noch kurz der 1-2 Stündel. Ich schleiche mir jetzt in Urlaub, sage noch ein letztes Mal Merci, weiß nicht, vielleicht nur Merci geben kann auf dem Planeten, an die geilsten Affen auf diesem Planeten. Wir sind mittlerweile, was habe ich vorher gesagt, waren wir irgendwas mit 8450 oder so, haben wir schon wieder 8470 Abos. Abonnenten, die neu dazugekommen sind während dem Stream. Ich weiß jetzt nicht, wer da im Stream dabei zugeschaut hat und hat ein Abo da lassen. Viele abonnieren das wahrscheinlich auch, währenddessen sie ihr Video schauen, werden aber trotzdem da herin angezeigt und dann sage ich einfach Merci, auch wenn er es nicht hört, das ist doch mir wurscht. Hast du noch irgendwo eine Arbeit oder ist YouTube deine Arbeit? Merci fürs Erwähnen. Mario, wenn YouTube meine Arbeit war, dann müssten bei den Zuschauern jetzt wahrscheinlich noch wenn nicht sogar 2 Nuller hinten dran sein und bei den Abonnenten müsste auch noch ein Nuller hinten dran sein, wenn nicht sogar 2. Nein, natürlich nicht. Ich habe noch eine normale Arbeit. Ich bin im Prinzip, brechen wir es aber auf, ich bin Programmierer. So. Der Herr Sattelberger, was machst du bei 10.000 Abos? Das verrate ich selbstverständlich nicht. Der Plan ist schon geschrieben. Katz, warum denn? Warum? Ich weiß nicht warum. Muss ihn plötzlich noch schnell ein bisschen streichen. Ja, das mag er. Er mag einfach so viel schmeicheln. Er mag einfach so viel schmeicheln. Schmeicheln. So. Jetzt zünden wir uns die letzte Zigaretten noch. Machen wir noch mehr Musio. Dann machen wir noch mehr ein wenig Musio. Wenn es so leise ist, plötzlich, was sagst du dazu? Magst du auch ein wenig Musio? Ja, du magst schmeicheln in meinem Gesicht drin, maximal. Ja. Bavaria Brothers, merci für ein Abo. Jetzt bei Obacht, wo waren wir da? Plötzlich kannst jetzt du mit dem Blobschutz. Du bist ein Idiot. Du hast das schon jemand gesagt. Hm? Hey. Ja, dann gehst du halt. So. Zigaretten noch hinten, weil sonst wären wir nicht fertig. Wir wären nicht fertig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nix da. Merci für die Abo.
So. Musi wollten wir her da. Musi wollten wir her da. So, schauen wir mal. Was haben wir da? Stream, Music, Rock. Nein, nicht Stream. Einfach nur Stream, Music, Rock. Schalten wir mal leise ein. So. Ein Wingel. Lieber Casimel. Lieber Casimel. Lieber Casimel. So. Rudi ist auch ein geiler Name für einen Code. Auf alle Fälle. Hashtag defilier. Kannst du das bitte genauer defilieren? Ihr merkt schon, mir geht der Spaß aus. Wenn wir ganz unten. Der Leo Winz. Servus, ich schleich mich. Leo, wir schon vor 3 Jahren. Wir schon vor 3 Jahren gefreut mich fürs Vorbeischauen. Hau die eine, hab ich dir. Ja, was wollt ihr eigentlich machen? Der letzte Blödschiss vor dem Urlaub gehen. Wir sehen uns auf alle fucking Fälle, sehen wir uns in heute in 3 Wochen. Kommt quasi die erste Freitagssession im Prinzip nach der Sommerpause. Sollten, das ist das Einzige, das kriegen jetzt auch nur die Leute mit dem Stream da haben. Also wir haben 130. Sollten wir, ihr erwartet nicht, wenn ich keine 2 neue Videos mache, aber es kann ja sein. Sollten wir die 10.000 knacken, währenddessen ich im Urlaub bin, dann muss ich mir was einfallen lassen. Dann kann es passieren, dass ich früher zurückkomme. Ich schaue natürlich rein. Aber nicht lang. Ist aber eh klar. Der Lukas Schuller. Servus, bis zum nächsten Mal. Lukas Schuller, habe ich gefreut fürs Vorbeischauen. Angie schreibt Servus. Servus, Angie. Was sagst du zu den Preisen der weiße... Was eine weiße Grillming? Was ist das? Was meinst du damit, Mr. Mario? Weiß ich nicht. Birger, habe die Ehre, mein Freund. Ich muss kacken. Bis zum nächsten im Stream. Ernstl, ich wünsche fröhlichen Schiss. Gehst du auf Ruhrstoff in Disco einmal? Reine Rock- und Metal-Disco. Herr WoW-Raider, in Ruhrstoff war ich schon, ich glaube, das erste Mal 2001. Mittlerweile bin ich zu alt für Ruhrstoff. Der Herr Opera. Birger, ich hau ab gleich, wünsche dir einen schönen Urlaub. Der Flex, das gefreut mich narrisch. Merci. Mario schreibt, ach, eine Weißwurst. Die preisen dir eine Weißwurst. Was denn mit der Weißen? Kein Preis ist von selber in der Lage, Weißwurst richtig zu fressen. Bockfutzen gehört der Austeil. So eh klar. Bockfutzen. Sauber die umdrehen, straight into your face und wenn er fragt, gleich nochmal. Birgers Vollbier Squad Gruppe auf Facebook. Wer eine will, die Tür steht offen. Haut euch noch gut rein. Trauner zu 100.000. Wenn es da um Abos geht, zu 100.000, da ist noch ein langer Weg und sehr viel Arbeit hier. Ist aber, glaube ich, in Bayern auch gar nicht möglich. 100.000. Selbst der Vollgerät hat bloß 22.000 oder 25.000 oder irgend sowas. Und dem folgen halt 250.000 Leute auf Facebook. Das ist halt hart. Das ist halt hart, aber Facebook interessiert mich halt einen Scheiß. Birger, kannst du nicht einmal ein kleines Fan-Meeting machen? Das fragen mich so viele Leute. Irgendwann, ich muss einmal die Entscheidung für mich selber treffen, ob ich das will. Live. Ich mag, und das gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu, ich mag eine Fame-Bitch, eine Rampenschlampe sein im Internet, ja. Mir taugt das, ich mag das, mir macht das ja auch Spaß, sonst soll ich es nicht machen. Aber ob ich das im Real Life mag, bin ich mir noch nicht so 100%ig sicher. Mich fragen so viele Leute nach dem, nach Fan-Treffen und sonst irgendwo, dass ich überhaupt erstens nicht einschätzen kann, wie viele Leute das da kommen daten. Zweitens, was wir da überhaupt tun. Was tun wir dann? Dann sitze ich da, sagen wir mal, im krassesten Fall stehen 50 Leute rundum und alle schreien, Birger, machen wir das How-To, kannst du mit das How-To machen, Birger, was trinkst du für ein Bier, Birger, was ist das? Ob das eine gute Idee ist, ob das wirklich Spaß macht, nicht bloß mir, sondern auch euch, ich weiß es nicht. Ja. Der abgeruhene Cannabis-Hacks. Auf Skype Volksfest gehst schon, oder? Ja, geh. Aber genau aus dem Grund, den ich gerade gesagt habe, sage ich mit Sicherheit nicht wann und wohin und wir und sowieso. Weißt du, was geil wäre, wenn du so Auftritte hättest, haha, und auf Tour gehst? Ja, dazu brauche ich aber ein Live-Programm irgendwann einmal und diese How-To-Geschichten, die müssen wir in eine Stand-Up-Comedian-Scheiße umwandeln und so weiter und so fort. Das vielleicht bis zu einem gewissen Grad schon gehen.
Aber ich glaube, da bin ich, das mag ich nicht. Erstens mag ich es nicht, zweitens kann das glaube ich nicht und drittens, lasst mir da alles so, wie es ist. Habitäre, du Weib. Elias Paul, Habitäre, du Schnullen. Jo. Lomi Dertl, warum heißt du Birger? Weil ich nun mal so heiß. Klingt seltsam, aber ich heiße nicht so. Ist übrigens ein schwedischer Vorname, falls das jemanden interessiert. Heißt du in echt auch Birger? Ja, heiße ich. Ist zwar ein... Ich habe mehrere Vornamen, ja, und einer davon ist aber halt Birger. Aus. Habt ihr in der Birger Vollbier-Squad-Gruppen auf Facebook zum Admin gemacht? Bitchin, das ist merci erst einmal, aber Bitchin Vollbier mit V schreiben, nicht mit F. Das war geil. Mr. GoPro, ja, ich kenne Harry G. Und dazu kann ich nur sagen, die Obernutte, die sie auf Borisch gemacht und dann sie für die Preisen verkauft. Mir ist mir nicht eingefallen dazu. Es gibt ein, zwei Sachen, die sind ganz lustig und der Rest ist wirklich lauter Dreck. Schön Urlaub, sauf nicht zu viel, vom ausländischen Bier kriegt man Dünnschiss. Herr Schweighofer, das ist mir durchaus bewusst, deswegen nehme ich mir 15 Kasten mit. Für 3 Wochen Urlaub. Für 3 Tage Urlaub. Was hörst du für Mucke? Mittlerweile alles, aber hauptsächlich rockige Sachen. Ich schleiche mich jetzt, ich muss jetzt dann in Tüten. Coco Schoko, merci fürs Vorbeischauen, hau dir weiter, habe Tiere. Wenn's Bierflaschen regnet und Gasmaß schneibt, dann beten wir zum Herrn, dass es wieder so bleibt. Warum ein Gasmaß? Ich mag ein Vollbiermaß. Ein Vollbiermaß mag ich, Lara. Ein Vollbiermaß, kein Gasmaß. Wohnst du in der Nähe von Grafenau? Uff, ich weiß gar nicht, wie weit das Grafenau weg ist. Ich darf jetzt einfach mal sagen, nicht. Jeder braucht Urlaub, fix. Ja, ich nehme mir nicht Urlaub von YouTube, falls das irgendjemand meint. Kannst bestimmt nicht. Hier einmal Trio Vollgas so. Können wir später vielleicht einmal errichten. Ich frag's nochmal, wenn man die am Fest sagt, dürfen wir die abbandeln? Ja, wenn mir jemand am Festel sagt, dann werde ich nicht mehr auskennen. Selbstverständlich braucht dann keiner, wenn jemand mit mir schmatzen möchte, dann habe ich da kein Problem damit, dass jemand herkommt und sagt, hey Alter, habe ich dir Prost. Das ist aber eh klar. Was meinst du, was ich dann sage, dass ich dann da sitze und sage, verpiss dich, was soll ich, lass mir mal Ruhe. Natürlich nicht. Aber ich versuche mich halt zum Verstecken. ich setze mir eine Kappe auf und einen Hut, einen Gamsboard so groß, den ich mir ins Gesicht reinhängen lasse und dann kommt mir eh keiner. Ich glaube jetzt halt auch nicht, dass ich durchs Straubinger Volksfest durchgehe und alle 5 Meter jemanden sehe, der sagt, hey, du bist doch der Birger, du bist doch der Birger, du bist doch der Birger. Da haben wir noch way zu wenig Leute. Oh, sehr viel zu wenig Leute, sind wir mit da. Gasmaß schmeckt mir nicht, Vollbier. Das kann ich so nicht sagen, Gasmaß schmeckt mir schon tatsächlich. Mir geht bloß auf den Sack, dass so massiv gefeiert wird und das Radler so massiv abgesagt wird, obwohl beides ein Mischgetränk ist und beides wahrscheinlich denselben Gehalt an Alkohol hat. Und wenn dann hat Gasmaß nur minimal an mehr. Jetzt kommst du schon wieder. Tust du heute noch was anderes als der Schlaffer Strecker und fressen? Grüezi fix. Hä? Und deine Arsch in Kamera halten. Die alte Hinternhure der Plötze. Meine Damen und Herren, Plötze. Ich teile ja kein Bockfotzen nicht aus. Auf der einen Seite denke ich mir natürlich so, wow, leck, Alter, wie krass ist denn das? Die kennen die Leute auf der Straße, wenn mir jemand anspricht. Es waren auch schon welche im Geschäft da und so auch mal und was weiß ich. Natürlich finde ich das irgendwie krass und lustig und so. Ich habe halt nur Respekt davor, dass das nicht eskaliert. Ja? Dass ich dann auf einmal im Straubinger Volksfest drinstehe und um mich und stehen und dann 20 Leute und alle tanteln da irgendwie umeinander. Da hat nämlich zum Beispiel meine Freundin und meine Kumpels wahrscheinlich überhaupt keinen Bock nicht drauf. Und dann stehe ich allein da und dann war's das. Ich trinke halt, nein, ich bin in dem gehobenen Alter. In dem gehobenen Alter. Da wo ich mag halt einfach in Bierzeit drin sitzen und dann mag ich in Ruhe mit meinen Handvoll Kumpels die Masse saufen. Und so soll jetzt es ausmachen. Weil es nicht besser geht. Was ist denn mit dem Plötze, wenn du im Urlaub bist? Ja, der ist ja natürlich, ist der auch da. Ich fahre ja nicht fort in Urlaub. Ich bin ja bloß quasi, ich entferne mich von diesem Gerät hier und gehe nicht einmal her und tue gar nichts, sondern ich verbringe die Zeit da draußen in der Freiheit irgendwo und bin auf die Nacht natürlich daheim in der Früh. Der Elias Paul schreibt ganz furchtbar hochintelligente Beiträge wie Hure und Ficken und lustig, habe ich nicht gefunden. Schade. 2 Wochen ist in Rosenheim Wiesensaufer. Wo kommst du her? Ich komme aus Niederbayern. Das sage ich heute zum Abschluss noch das letzte Mal. Ich kratze mir übrigens, ja, falls das jemand bemerkt, ich kratze mir wirklich gerade am Sack, ist mir scheißegal. Ich komme aus Landau, das ist in der Nähe von Dingelfing und Straubing, so in etwa. Niederbayern und so, weißt du das eh.
In der Zwischenzeit haben wir mir übrigens fertig gemacht. Lass mal Cut, how to cats. Und dann lassen wir den ganzen Tag durch in die Kamera laufen und dann plötzlich sperren wir ein. Und dann geben wir mal Spielzeugpunkerl. Zorex Place, kannst du Facebook machen? Was meinst du da damit? Wie meinst du, kannst du Facebook machen? Es gibt ja Facebook-Seiten von mir. Nur tue ich da nicht so aktiv umeinander, sondern da poste ich bloß, wenn ich ab und zu mal irgendeinen Scheiß und wenn ich halt ein neues Video mache. Das ist alles. Mr. Elias Paul, das ist die letzte Warnung, wenn ich noch mehr Hure und Ficken lese, dann muss leider Gottes einen Bann geben. Thomas Schneider, Dere Birger, Dere Thomas Schneider. Kennst du Reichsbach? Natürlich kenne ich Reichsbach. High Five ins Gesicht. Ich weiß doch auch noch deinen Namen, weiß ich doch auch noch. Komm bitte das Rosenheimer Herbstfest. Rosenheim ist so verfickt weit weg. Aber die Möglichkeit hätte ich tatsächlich sogar, weil eine gute Freundin von mir ab und zu mal nach Rosenheim fährt. Nee. Gors ist seit Vollgerät total gehypt. Wir können wetten, dass die letztes Jahr mehr Radler verkauft worden ist. Das weiß ich nicht, aber mit Sicherheit, ja. Zockst du an Landwirtschaftssimulator 17 auch? Nein, noch nicht. Schaust du Fußball an? Relativ selten. Aber wenn ich Fußball schaue, dann ist Bayern blau-weiß und nicht rot-blau. Was sagst du zu dem Lied vom Vollgerät? Merci. Na, da sage ich lieber nix. Da sage ich lieber nix. Na, that's cute. Frontenhausen ist Volksfest. Das ist nicht weit weg. Moos Fürth kenne ich natürlich. Schaust Eishockey an? Nein. Also mit Eishockey kann ich tatsächlich gar nichts anfangen. Leider. Ich weiß schon, Straubing Tigers, Landshuter Dingsbums hier ist hier oft bei uns fett am Start, aber mit Eishockey kann ich echt nichts anfangen. Kennst du Hinterreben Jandelsbrunn? Nein, absolut kein Magnet. So. Ich kratze mir jetzt einmal noch ein wenig am Dings, am Bugel. Mir erreicht mir gerade 2 Stunden und 40 Minuten. Ich glaube, so lange haben wir schon lange nicht mehr mal gestreamt. Es war halt echt saulustig. Also die Streambomberei, das machen wir beim nächsten Mal auf alle Fälle mindestens einmal nochmal, vielleicht, aber nur noch bei Bayern, weil das einfach lustiger ist. Die anderen interessieren mich nicht, die reagieren alle wie Volldeppen. Außer der eine, der dein Brot isst, der war noch ganz nett, das käme auch gesagt, danke für deinen Bomb. Alle gern, falls er nicht zuschaut, was ich nicht glaube. Ja. Fan-Treffen in Landau war halt geil. Birger, wie lange bist du weg? Für mindestens 2 Wochen. Das heißt, der nächste Livestream kommt auf alle Fälle heute in 3 Wochen, also an dem Freitag quasi. Und ich schaue mal, dass wir dann in 2 Wochen einmal langsam anfangen, über ein neues Video noch zu dingen. Und vielleicht möchte ich mir in der Zwischenzeit einmal, ich nehme auf alle Fälle mal die Kamera da mit. Also da an der Isar und so weiter. Vielleicht fällt mir ein bisschen ein Blödsinn ein. Macht man einen Urlaubsvlog. Oh Gott, bitte keine Vlogs, lieber bringe mich um. Aber irgendwann wird es kommen. Ich sehe es ja eh schon kommen. Glaubst du, darf ich mit 14 schon ein Gasmaß trinken? Nein, darfst nicht, aber meinst du, dass ich nicht anders gemacht habe? Ich habe halt mit 14 schon eine Jagermeisterflasche gesoffen. Ja, Prioritäten meine ich hier. Oh, ich schleiche mir jetzt Servus, folgst mir auf Soundcloud nicht. Mr. Paul, ich schaue nachher noch. So. Meine sehr verehrten Damen, wir kommen zurück. Und Herren natürlich auch, bevor ich die vergieße. Zurück zum eigentlichen Sinn des Streams. Das war der letzte Stream vor der Sommerpause. Die Sommerpause dauert 2 Wochen. Wer das noch nicht gesehen hat, mein letztes Video handelt davon. Da erzähle ich ein bisschen was, wann, wie, wo. Der Turkish Boss, merci für deinen Twitch-Follow. Es hat halt narrisch viel Spaß gemacht. Das war echt lustig. Die Twitch-Bombs waren lustig. Machen wir beim nächsten Mal wieder. Vielleicht fallen uns bis dahin auch noch 1, 2 andere so Sachen ein. Blödsinn anschauen. Bringen Bürger zum Loher war auch ganz lustig. Da waren auch ein paar gute Sachen dabei. Das ist auch noch gut. Dann lass ich mich von. Machen wir es mir andersrum. Ich lasse mich von euch bespaßen. Ihr schickt mir Videos und ich lache dann oder ich lache nicht. Wer mich laut zum Loher bringt, der kriegt dann irgendwas Tolles. Dem schicke ich eine Leberkasse per Post. Oder irgend sowas. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Ich werde mir jetzt wir haben 2 Stunden und 43 Minuten erreicht. Ich werde jetzt Folgendes tun und mich in meinen Urlaub verpissen. Und mir auch was zum Essen machen, weil ich saumäßig viel Hunger habe. Meine Damen und Herren. Wie so viele andere schreiben, der Herr Henberger schreibt, Servus, ich boxe jetzt, warst schon mal in Straubing im Meyers? Ja, natürlich war ich da schon einmal. Mach mal How to Schweizhaxen? Schweinshaxen wirst du halt meinen. Ich muss so viele How-Tos machen in meinem Leben, dass du echt einen kompletten Vogel kriegst. Ich werde mir jetzt schleichen. Ich bedanke mich bei allen, die noch da sind, bei allen, die da waren. Und es waren halt so viel wie noch nie. Es waren 220 und mehrere. Völlig verrückt. Es war voll geil. Hat mich sauber gefreut.
Ich wünsche euch was. Vergeht's gut. Wir sehen uns spätestens ab in 2 Wochen wieder. Und wenn mir sau langweilig ist, in die 2 Wochen vielleicht sogar. Wer weiß das schon. Mir schauen wir weiter. Habe die Ehre.